Und so das wieder in den Körper kommen und wirklich den Körper spüren, habe ich gemerkt, das ist mir jetzt ein grosses Anliegen. Das ist Tappel Rahel Gertsch. Sie ist eine buddhistische Dharma- und Meditationslehrerin und schaut auf einen Weg zurück, wo sie vom Schweizer Primarlehrerinnenalltag in eine tiefe Hingabe von einem monastischen Leben geführt hat. 18 Jahre lang war sie in der tibetisch-buddhistischen Tradition unterwegs. Maßgeblich geprägt durch ihre Zeit in der Gemeinschaft Dharmadatta in Indien, Mexiko und den USA. In unserem Gespräch reden wir über die Reise und über die Kraft, die Tappel über fast 2 Jahrzehnte getragen hat. Wir thematisieren den Weg von der Ordination und das Leben in einer Gemeinschaft ohne Privatsphäre. Aber auch den Moment der Erschütterung, wo das Vertrauen auf die Probe gestellt worden ist. Tappel erzählt ganz persönlich vom Prozess des De-Identifizieren, vom Loslassen der monastischen Identität und von der Rolle als Nonne. Wir schauen an, wie die Schlichtheit von einer schweren Krankheit zur Lehrmeisterin geworden ist und zu einer noch tieferen Praxis geführt hat. Ein weiterer Fokus liegt auf dem Ökodharma. Wir fragen uns, wie buddhistische Werkzeuge uns helfen können, die ökologische Krise mit einer wachen Präsenz statt mit Ohnmacht zu begegnen. Es ist ein Gespräch über den Mut zur Veränderung, die Integration von Schattenseiten und die Suche nach einem Dharma, das sich mitten in den Herausforderungen unserer Welt verkörpert. Bevor wir ins Gespräch eintauchen, noch ein kurzer Dank an die Community. Der Podcast ist ein Herzensprojekt und bewusst werbefrei. Das ist nur möglich, weil ihr die Produktion und die Reise zu den Gästen finanziell mittragen. Wenn euch die Gespräche etwas geben und ihr den Podcast unterstützen wollt, die Angaben für einen Beitrag via Twint findet ihr auf www.meditationsszene.ch oder in den Shownotes. Danke an alle, die den Podcast teilen, kommentieren oder weiterempfehlen. Das hilft enorm, dass die Gespräche mehr Menschen erreichen. Merci vielmals für eure Unterstützung. Willkommen zur Meditationsszene Schweiz. Ich bin Lukas Wittmer. Heute rede ich mit der Tappel Rahel Gertsch. Tappel, Jahrgang 1980, ist eine buddhistische Dharma- und Meditationslehrerin. Sie ist in der Schweiz aufgewachsen und schon früh mit verschiedenen spirituellen Traditionen in Kontakt gekommen. Ihren Meditationsweg hat sie beim Fred von Alme im Meditationszentrum Beatenberg angefangen, wo sie an mehreren Vipassana-Retreats teilgenommen hat. Über eine junge Sangha-Gruppe aus diesen Retreats hat sie dann andere Traditionen kennengelernt und hat das Kloster vom Thich Nhat Hanh im Plum Village und Kurs bei der Sylvia Wetzel besucht. Ein entscheidender Wendepunkt ist im 2005 gekommen, durch eine Unterweisung vom Dalai Lama in Zürich über einen Text vom Shantideva zum Bodhisattva-Ideal. 2006 hat Tappel ihre Stelle als Primarlehrerin und ihren Wohnsitz aufgegeben und ist mit einem One-Way-Ticket auf Indien gereist. In Ladakh, Dharamsala, Nepal und Tibet hat sie die tibetisch-buddhistische Praxis in verschiedenen Retreats vertieft. Im Februar 2008 hat sie beim Dalai Lama zusammen mit rund 100 anderen Leuten die Ordination zur Nonne bekommen. 2009 hat sie in Nordindien die Nonnengemeinschaft Dharmadatta mitbegründet, die vor allem in der Karma-Kagyu-Tradition verwurzelt ist. 4 Jahre lang ist sie mit 2 anderen Nonnen amigs für 2 Monate für philosophische Studien ins Kloster Pulahari auf Nepal gereist. Ab 2012 hat die Gemeinschaft angefangen, Retreats zu Mexiko zu leiten. 2015 sind die Nonnen dann dort angezügelt, um die spanischsprachige Gemeinschaft vor Ort, die immer grösser geworden ist, zu begleiten. Ab 2016 hat Tappel die Sprache gut genug können, um Praxisanleitungen und Vorträge auf Spanisch zu halten und bei der Retreat mitzuleiten. Ende 2019 ist die Gemeinschaft dann in die USA gezügelt. Nach einer Erschütterung ihrer Tradition und ein paar gemeinschaftlichen und auch persönlichen Veränderungen hat sich die monastische Gemeinschaft dann aufgelöst. Und 3 von den 5 Mitgliedern sind neue Wege gegangen. So auch Tappel, die im Mai 2024 nach 15 Jahren in der Gemeinschaft in die Schweiz zurückgekommen ist. Im Januar 2026 hat sie nach 18 Jahren die Robe wieder abgelegt. Zurück in der Schweiz gibt sie jetzt buddhistische Unterweisungen und leitet Workshops und Retreats. Ein besonderer Schwerpunkt ist das Ökodharma, die Anwendung von buddhistischen Lehren, also am Dharma, auf die Herausforderungen unserer Zeit, bei der Ökokrise und anderen Krisen. Inspiriert von der Joanna Macy, David Loy und weiteren Pionierinnen und Pionieren in diesem Bereich. Das Meditationszentrum Beatenberg ist und bleibt ihre spirituelle Heimat. Tappel, vielen Dank, dass du da ankommst zu mir für das Gespräch.
Ja, sehr schön, dass ich da sein darf, Lukas. Danke für die Einladung. Ich habe dich als Tapel Rael Gertsch vorgestellt. Da stecken so zwei richtige, zwei Namen eigentlich drin. Was hat es mit dem auf sich? Ja, wie du erwähnt hast jetzt bei der Einleitung, ich habe die Ordination genommen 2008 mit dem Dalai Lama und dort habe ich dann den Namen bekommen, Tenzin Dabel. Tenzin ist eigentlich der Name, den man bekommt, also quasi vom Tenzin Gyatso ist ja am Dalai Lama sein Name und das Tenzin kommen dann alle, die bei ihm ordinieren, kommen eigentlich den Namen über, Tenzin. Und Dabel ist eigentlich der persönliche Name. Und es kommt vom tibetischen, wo Dauerpalden heisst glorreicher Mond. Und das hat irgendwie der Name, ja, hat sich sehr bei mir, wie soll ich sagen, verankert in mir, in meinem Leben und ist wie so auch für mich ein Teil, das Wertschätzen das von diesen letzten 18 Jahren, von dem Weg. Und habe dann im Moment, wo ich dann entschieden habe, oben zurückzugeben, mich auch entschieden, ja, das ist ein Teil von mir, der Weg. Und somit ist der Name auch ein Teil von mir. Was ich so quasi abgebe mit der oben ist das Tenzin. Und das Tabel behalte ich und nehme einfach noch meinen vorherigen, meinen so quasi Namen, den ich an der Geburt bekommen habe, mit, wo Rahel ist. Und so ist es dann zu Tabel Rahel geworden. Wir kommen jetzt sicher noch dazu, wie es dazu gekommen ist, dass du da oben abgeleitet hast, aber vielleicht steigen wir doch auch vorne ein, wie es dann überhaupt dazu gekommen ist. Also wie bist du zur Meditation gekommen? Wie bist du auf den Beatenberg gekommen und zu diesen ersten Retreats? Jetzt fangen wir vielleicht dort an, ich glaube am mindesten bei meiner Mutter. Das ist, das ist am besten. Vieles fängt bei der Mutter an in dem Leben. Äh, sie ist schon lange auf einem spirituellen Weg. Also seit ich sie kenne, ist sie auf einem spirituellen Weg, verschiedenen spirituellen Wegen gewesen. Ist auf spirituellen Weg und ist dann so, als ich etwa 16 war, ist sie auf den buddhistischen Weg gekommen und wirklich auch dort Zuflucht genommen und viel auch auf den Beatenberg zum Fried von Almen und aber auch in der tibetischen Tradition ja, auch Lehren, Unterweisungen bekommen und so weiter. Und ich in meinen Teens so nicht damit anfangen. Ich habe wirklich so das Gefühl gehabt, obwohl ich keine Ahnung hatte, was das ist, ich bin eine Atheistin, einfach so das Gefühl gehabt, ich muss mich einfach von all dem distanzieren. Und dann nachher, ja, habe ich aber durch meine Maturaarbeit über Dadaismus und wo ich dann auch so einen Auftritt hatte, meine 2 Mentorinnen haben dann mich so ein bisschen eingeführt in Präsenz und so wirklich Gehmeditationenart, wie man dann halt auch so auf die Bühne läuft, wie man vorne steht, wie man redet und mich so in dem geschult und der Mentor vom Lehrersemi, der hat mir dann die Kunst des Bogenschießens als Buch mitgegeben, um ein bisschen üben und so weiter. Also dort bin ich so ein bisschen in Kontakt gekommen. Zur gleichen Zeit angefangen zu lesen Hermann Hesse, Siddhartha. Mhm. Und ja, irgendwie so einfach, dort hat sich so ein bisschen angefangen, etwas wie ein Interesse angefangen aufzutun. Und dann so mit 2021 habe ich dann gefunden, doch, das mit der Meditation, ich will mehr schauen, was da abgeht in mir rein und so. Das würde mich eigentlich interessieren. Und dann habe ich das meiner Mutter gesagt und dann sie so quasi «super» und hat mir dann auf den Geburtstag ein Meditationsküsschen geschenkt und hat mir dann ein Programm vom Beatenberg in die Hand gedrückt und gesagt «go for it», so quasi. Und ja, das ist dann, wie ich zu den ersten Kursen gekommen bin, vom Beatenberg. Und wie war das, die ersten Kurse? Also Also Retreats, ja. Also die kürzeren habe ich gemacht, so die Osterretreats, die kurzen Osterretreats erst. Und ja. dann einmal ein 10-tägiges, das war schon sehr viel gewesen. Du, das ist einfach gerade so ein Heimkommen gewesen. Wirklich einfach so ein tiefes, einfach so der Friede hat mich einfach so zum Lachen gebracht, über mich selber können lachen. Das hat mir so gut getan. Einfach so, was der Mind macht, das so entdecken. Und auch so das total Undogmatische hat mir so gefallen. Also ich habe das einfach so geschätzt. So einfach, es geht einfach jetzt mal darum, um deine Erfahrung und um das anzuschauen. Und
Ja, und ja, auch die anderen Lehrerinnen, die mit dem Fred gelehrt haben, damals die Ursula, Kathrin Felle. Es ist einfach irgendwie einfach so 'n Heimkommen gsi. Die Dharma-Talks und die Begleitung und Meditation selber. Ja. Also viele Leute fürchten sich ja auch ein bisschen vor der Stille, vor dem Nicht-Reden, auf sich selber zurückgeworfen werden. Wie hast du das erlebt? Obwohl ich sehr gern rede, ist das irgendwie nie das Thema gsi. Also, ich habe es auch geschätzt. Ich glaube, ich habe in deiner Biografie gelesen, du wolltest Radiomoderatorin oder Schauspielerin werden, oder? Ja, ja, genau, das sind auch mal so. Ja, ich hatte so verschiedene Ideen gehabt, aber genau, so Sachen, ja, sind alle ähm, wie soll ich sagen, als Wunsch gsi. Ähm Und habe dann auch darum Lehrersemi gefunden. Ich habe das mal gehört, dass einer der bekannten Moderatoren hat das Lehrersemi vorher gemacht. Ich habe gefunden, ja, das ist ein guter Grund aus also quasi gute Basis und dann können wir Für die nachher schauen. Schauspielkarriere. Kannst du mal üben vor den Schülerinnen und Schülern. Nein, mehr mit der Radiomoderatorin. Aber ja, so weit ist es dann gar nicht. Also das ist dann auch wirklich auch schon, ich glaube sogar schon vor dem Semi dann auch wieder abgeflacht, die Idee. Okay, das ist Mhm. wirklich so mehr so ein Kinder- oder Ja, Jugendtraum so gewesen. genau, frühe Jugend, so 10, 12 so. Aber ich habe dann bin nicht in die Richtung dann Mhm. mich ausgerichtet eigentlich, ja. Aber du hast es schon früher relativ ernst gemeint, oder? Du hast, oder ich habe es in der Einleitung gesagt, bist dann in eine junge Sangha, also das heisst, junge Praktizierende, die sich auch zwischen den Retreats wahrscheinlich getroffen haben oder austauscht haben. Also du hast schnell gemerkt, dass dir das etwas bedeutet? Total. Also eben, wie gesagt, es ist ein enormes Heimkommen gsi und einfach so gemerkt: «Wow, d das ist es.» Also dem wollte ich mehr Zeit geben und habe auch ziemlich schnell angefangen, wirklich täglich meditieren und einfach gemerkt, es tut mir gut und auch eine Neugier gehabt, einfach wollen herausfinden, was da abgeht in dem Geist. Und ja, wirklich gemerkt, eben, irgendwie kommt ein bisschen Ruhe drin. Auch gemerkt, ich kann wie etwas selber in die Hand nehmen. Also so die bisschen Freiheit, wo man dann anfängt zu merken, dass man ist diesen Gedanken und Gefühlen nicht einfach ausgeliefert, sondern hey, ich kann da schauen, was will ich mehr füttern, was will ich mir nähren und was weniger. Und Mhm. also all das hat mich von Anfang an einfach total fasziniert und auch einfach gerade den Nutzen gesehen in meinem Leben. Und, ja, und dann die Jungs Sangha, das ist ganz schön gsi, wie dann da einfach junge Leute vom Beatenberg, die alle ein bisschen älter gsi sind als ich, dann gefunden haben, eben, sie möchten gerne ausserhalb von diesen Retreats, wo mich einfach schwickt und dann am Schluss, am letzten Tag versucht, irgendwie sich kennenzulernen schnell, haben sie dann gefunden, ja, wir brauchen noch andere Orte, um wirklich zusammen austauschen und das ist für mich ganz ein wichtiger Ort gsi von Inspiration. Mhm. Weil die eben alle, die meisten sind schon irgendwie in Indien gsi und sind schon bei anderen Traditionen auch irgendwie geschnuppert oder sogar mehr, fest irgendwie in einer Gruppe gsi oder so. Und, das hat mich einfach dann alles so fasziniert und inspiriert und ja. Gibt es die Jungsanga noch, weißt du das? Ich habe jetzt gerade letztens ein Mail bekommen, dass es so ein Revival gibt, von wegen, sie sind jetzt am Überlegen, ob sie sich nennen ähm, jung gebliebene Sangha oder so, weil natürlich alle nicht mehr so jung sind. Ja, aber, und haben dann ein Treffen, jetzt kann ich leider nicht. Aber es hat anscheinend auch nachdem, dass ich dann, auf Indien bin, hat's anscheinend dann neue Leute sind gekommen und es hat eine rechte Bewegung, glaube ich, gegeben. Ja, 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 ja. schön. Du hast auch geschrieben, du warst auch bei der Silvia Wetzel gsi. Das ist auch eine wichtige Lehrerin im deutschsprachigen Raum. Kannst du vielleicht sagen, was das für dich, also was dort das Wichtige war oder was das mit dir gemacht hat oder was du auch bei ihr gesucht und gefunden hast? Ja, ich glaube, 3 verschiedene Sachen. Eins, ich habe bei ihr extrem geschätzt, wie sie in einem Retreat 3 verschiedene Traditionen können zusammennehmen, also wo man wirklich halt nach Ayakema Vipassana gemacht hat und nach Zen auch Meditation im Gehen gemacht hat und natürlich die grünen Tara gelernt bei ihrer Praxis von der grünen Tara. Und das habe ich enorm geschätzt, so die Offenheit. Und dann halt auch einfach
ihr Engagement auch immer auch ein politischer Teil auch drin und ein Frauenpower, der mich auch sehr angesprochen hat. Und, ja, das andere wirklich in dem Tibetischen kann, so wie sie das gebracht hat, als wirklich halt deutsch gesungen Text. Also erstens das Singen hat mir enorm entsprochen. Und auf Deutsch, wo man wirklich alles versteht, dann das habe ich ja dann das erste Mal gemacht bei ihr, so eine Sadhana, also so 'n Ablauf eigentlich mit Visualisation und Stille und so weiter, dürfen zu machen oder zu lernen. Das hat mich enorm angesprochen. Und so der Moment von Tara, die Kraft visualisieren, also wirklich das Potenzial von dem aktiven Mitgefühl, das in eine Form bringen, in eine weibliche Form. Und dann auch so wirklich, wenn so das erste Mal in ihrem ersten Retreat, weiss ich noch, und dann das erste Mal so in mich auflösen. Und einfach wirklich die Kraft einfach in mir sehen und in mir spüren und in dem dann ruhen. Mhm. Das ist, das ist eine unglaubliche Kraft gewesen. Und ich habe einfach gemerkt, oh ja, da ist ein Zugang da. Ist das auch so ein bisschen der Samen gewesen, um später in eine tibetische Richtung zu gehen? Ich denke schon, ja. Also sie war auch die gewesen, die mich mit dem Kopan-Kurs, dem Monats Lam-Rim-Kurs, den sie jedes Jahr machen in Nepal, so quasi von dem erzählt hat. Und so bin ich auf den gekommen und habe mich dann auch für den angemeldet. Das ist eigentlich das Einzige, was ich voraus geplant habe, vor meiner Reise. Und, ja, einfach so das auch Hingebungsvolle. Ich glaube, das ist für mich etwas gewesen, was ich jetzt vielleicht in Vipassana noch nicht so gefunden habe oder gesehen habe und wo ich einfach dort habe so können leben, so das auch eben so lernen, Niederwerfungen machen und das und ja viele Mühe, sich einfach so auf den Boden werfen und ich habe einfach gemerkt: «Wow, so etwas Schönes», einfach so dich einfach so hingeben, einfach so an die Kraft eben von dieser Tara oder so, einfach so das Hingeben und das Chanten damit und einfach und das hat mir sehr entsprochen als auch noch andere Elemente Mhm. im Dharma als Praxis, ja. Jetzt musst du vielleicht für alle, die nicht ganz so tief drin sind, kurz sagen, wer dann die Tara ist, weil das tönt jetzt für mich so, da ist irgendeine Gottheit und Ja, man wirft sich genau. von dieser Gottheit auf Ja. den Boden. Was hat es mit der Tara und auch der grünen Tara auf sich? Genau, also die grüne Tara ist eigentlich ein Symbol wirklich fürs aktive Mitgefühl, also sie steht für das. Sie ist wie ein Archetyp, könnte man sagen. Also ich habe das Wort eigentlich noch gern für die ja, sie werden auch Gottheiten genannt, aber das kann man schnell dann eben missverstehen, dass man es dann auch sehr und das kann ich dann vielleicht später auch noch darauf zurückkommen. Wir können da auch noch mal mehr darauf reden. Also man kann es dann auch sehr nach außen projizieren und es kann dann auch sehr eine Distanz schaffen, oder? Aber die Idee eigentlich dahinter ist immer, dass es eigentlich eine Qualität ist von dir, wo du nach außen projizierst und wo du halt durch das, weil wir so nach außen fokussiert sind, wie einen einfacheren Zugang hast von einer Qualität, die du vielleicht nicht in dir hinein siehst. Und wenn du das nach außen projizierst, hast du wie nochmal einen neuen Zugang, Mhm. oder? Weil wir ja viel nach außen schauen und so. Wir sind uns das einfach gewöhnt. Und dann in der Praxis selber hast du immer in diesen Sadhanas hast du eine Auflösung. Also die Tara, der Archetyp, den du dir vorstellst, das ist immer so eine Lichtform. Also du stellst dir das ganz Licht als ein Lichtwesen eigentlich vor. Und das löst sich auf und, löst sich in dir auf. Und dann ist es wirklich so ein Ruhe in dieser Qualität, wo du merkst, die ist nicht getrennt von dir. Also das ist deine Qualität. Die Kraft hast du. Mhm. Und das ist eigentlich wie ein geschicktes Mittel, kann man einfach sagen, von der tibetischen, wo vor allem in der tibetischen Tradition sehr viel gebraucht wird. Und die Niederwerfungen, also das wird ja dann auch sehr körperlich, also es ist ja auch durchaus anstrengend. Wie geht denn das zusammen, so die Auflösung und die Ruhe in sich zu spüren und gleichzeitig etwas nicht Unanstrengendes zu machen? Also Niederwerfung ist meistens einfach so eher so eben vor der Auflösung Okay. eigentlich. Also du tust dich eigentlich niederwerfen, eben vor dieser Qualität.
Also wie so eine Würdigung, kann man sagen, von dieser Qualität. Und auch ein Hingeben, dass du ein Vertrauen eigentlich wie schaffst in die Qualitäten, die dich leiten können. Oder? Und klar, das kannst du sagen, eben, das kann einfach sehr im Aussen bleiben. Oder du kannst wie sagen, du lernst mehr in die Qualitäten in dir hinein zu vertrauen und dass die dich leiten. Und das Niederwerfen hat wirklich sehr mit dem zu tun, von dem halt auch, ja, ein bisschen übergeben, so von dem Kontrollieren wollen, ein bisschen wegkommen und ein Hingeben an Weg, an die Qualitäten. Mhm. Und dort haben wir natürlich schon, wie du vorhin gesagt hast, einen rechten Unterschied zu der Vipassana-Praxis, wo sehr eine dekonstruistische Praxis ist, wo man alles sehr genau anschaut, auflöst und dann vielleicht am Schluss zu ähnlichen Erkenntnissen kommt, aber auf einen sehr anderen Zugang, oder? Ja, total. Mhm. Mhm. Aber halt eben, jetzt würde ich sagen, schon damals hat mich einfach auch die Vielfalt interessiert von diesen buddhistischen Methoden. Und ich Mhm. finde, jede hat ja, erstens natürlich seine Berechtigung, klar, und auch in Momenten vom Leben oder als Typ einfach äh, 'ne Wirkung, oder? Und darum finde ich so schön, dass wir da im Westen so beschenkt sind mit Zugang zu diesen verschiedenen Traditionen, Eben, oder? das ist mir gerade in den Sinn gekommen, wenn du Ja. sagst, für verschiedene Typen. Wir im Aha, Westen können jetzt vielleicht schon ein bisschen nach Typ auswählen, aha. aber früher ist es dann vielleicht sehr darauf angekommen, auf welcher Insel, in welchem Tal, Genau. weiss auch nicht, wo du geboren bist und dann hast du einfach den Lehrer gehabt, der das gemacht hat, was es dort gegeben hat, oder? Total, total. Ja. Also das ist wirklich, denke ich, jetzt auch eine grosse Chance für uns, oder? Dass wir auch sehen, da hat es so verschiedene Methoden, wo sich alle unter dem Schirm Buddhismus, oder, nennen. Aber eben, eigentlich Buddhismus ist sehr auch ein Wort, wo man kann sagen, man müsste fast von den Buddhismen reden oder so, weil Mhm. es gibt so unterschiedliche Ansätze, so unterschiedliche Methoden. Aber es gibt natürlich gewisse Sachen, wo du kannst sagen, die ziehen sich einfach durch. Mhm. Mhm. Eigentlich wahrscheinlich das grösste Aushängeschild in Personifizierten vom Buddhismus, wenn man jetzt vom Buddha absieht im Moment, ist der Dalai Lama. Und offensichtlich hast du 2005 in dieser Begegnung hat auch noch mal irgendetwas Klick gemacht, das deinem Leben eine ganz neue Wendung gegeben hat. Was war das und wie ist es zu dem gekommen? Ja, also vielleicht kurz einfach noch anfügen, eben durch die junge Sangha und so habe ich so gedacht, okay, und auch eben vor allem auch im Beatenberg gsi, Vipassana-Retreats gemacht, vor allem. Und wirklich gedacht, ja, wenn ich dann reisen gehe, das habe ich schon länger geplant, ich will einfach reisen. Ich gehe dann auf Sri Lanka, ich gehe dann so den verschiedenen Ländern an, wo mehr Theravada-Buddhismus ist, Mhm. oder Thailand. Und habe das eigentlich so fest im Kopf gehabt. Und dann nachher 2005 kommt eben die Unterweisungen von Bodhicharvatara, also von dem Weg vom Bodhisattva, wo der Dalai Lama da gelehrt hat, eine ganze Woche lang. Und einfach der Text, wo es immer wieder einfach geht, hey, macht das zum Wohl von allen Wesen und wie können wir die Qualitäten nähren, eben wie Grosszügigkeit und Geduld und einfach die Ausrichtung. Nochmal, klar haben wir das auf dem Beatenberg auch gehabt, als Ausrichtungen, dort haben wir ja die Ausrichtungen. Es ist wie mit dem Text, es ist nochmal so gefüllt worden, was das auch heisst. Und natürlich das Ideal selber vom Bodhisattva hat mich wahnsinnig inspiriert. Ich gefunden, ja, genau um das geht's, oder? Schlussendlich auf Mhm. dem Weg, oder? Wie können wir freier werden, damit wir wirklich, ja, können mehr hilfreich sein in dieser Welt, mehr und ja, auch mehr Bedingung sein für ähm, das Freiwerden von anderen, also dass andere können frei werden und so weiter. Und das hat mich einfach total angesprochen. So wenig, wie ich auch verstanden habe von dem Text, der ist ja so tief und Dalai Lamas Teachings sind so tief. Und ich bin dort noch so neu gewesen, in all diesen Teachings und so. Aber es hat mich einfach tief berührt. Und habe wirklich nach diesen Teachings entschieden, nein, ich gehe nach der Amstel. Also es hat sich wirklich gerade meine Reise, ja, total umgestellt. Ist das schon das One-Way-Ticket gewesen? Ein Jahr später bin ich dann gegangen.
Mit einem Ja. One-Way-Ticket. Also das heisst, du hast auch gesagt: «Ich gehe jetzt einfach mal und schaue, wie lange dass ich dort bleibe, wo es mich anzieht.» Mhm. 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 Und dann bist du verschiedene Klöster besucht, hast verschiedene Kurse gemacht oder was hast du dort erlebt? Ja, das war noch interessant gewesen. Ich habe, eben das Einzige, was ich geplant hatte, ist das, 1 Monat Lamrim-Retreat gsi. Also, das ist, eigentlich einfach ein Retreat vom Stufenweg in der tibetischen Tradition und das ist sehr hilfreich, um einfach mal den ganzen Weg so wie jetzt, gewisse tibetische Traditionen das ist vor allem in der Gelug-Tradition, wie sie das, so quasi, ähm, aufgleisen. Es ist sehr strukturiert. Mhm. Und das habe ich mir einfach mal angemeldet, dass ich im November werde ich das machen, aber ich bin im August los. Und ja, es hat dann durch verschiedene Umstände, ich glaube jetzt ein bisschen zu viel wäre für den Podcast, aber einfach so durch verschiedene Umstände bin ich dann noch im Ladakh gsi und dann bin ich so zurückgekommen durch ein tibetisches Village und bin dann so in Empowerments reingelandet, also Einweihungen von irgendwelchen, alle rundherum gesagt, das sind irgendwelche grosse Meister und so. Ich natürlich keine Ahnung hatte. Bin einfach in dem hinein gsi und gemerkt, da ist ja, es hat so eine spezielle Energie, ist so kraftvoll. Aber ich gemerkt, ich verstehe null, was da abgeht. So keine Ahnung. Und dann wirklich gefunden, ich glaube, ich mache jetzt einfach mal einen Einführungskurs. Und dann bin ich auf der Ramsala und habe dann einen 10-tägigen Einführungskurs genommen mit Venerable Rubina. Das ist auch eine tibetische Nonne, die tibetische Tradition Nonne von ursprünglich Australien. Und der Venerable Lobsang, wo da in der Schweiz auch Schweizerin ist. Ja, Nonne. Bei ihnen zwei habe ich dann da im Tushita im Dharamsala 10-tägigen Einführungskurs gemacht. Eben genau auch so den Lamrim-Weg, einfach in 10 Tagen. Und dann einfach mal, um überhaupt eine Ahnung zu haben, oder, ähm, was da gelehrt wird da im tibetischen Buddhismus auch. Und es ist urinteressant gewesen, schon in diesen 10 Tagen, ist das erste Mal aufgekommen, so, ich muss Nonne werden. Das ist der Weg. Und dann aber ganz schnell gefunden: «Nein, also ich und Nonne ganz sicher nicht.» Und das sind dann so die 2 Stimmen gsi, die wirklich noch das ganze Jahr mit mir, ja, fast noch mehr, 1,5 Jahre mit mir herumgetragen haben. Aha. Mhm, ja. Was hat dafür gesprochen, was dagegen, wenn du dich an diese Zeit zurückerinnerst? Ja, also das dafür ist einfach mein grosses Interesse im Dharma und einfach das Gefühl gehabt: «Hey, ich will mein Leben dem widmen, das ist es.» Oder einfach das. So wie das Zuhause schon im Beatenberg ein bisschen gekommen ist, so das tiefe Gefühl von Heimkommen, ist einfach dann noch mal verstärkt gewesen. Einfach so das Gefühl gehabt, ja, das ist es, das will ich machen. Und dann, ja, das andere so wirklich halt einfach die weltliche, ja, ich will doch vielleicht noch Beziehung oder ich will doch, ja, ich habe immer die Idee gehabt, dass ich vielleicht nach dem Semi dann irgendwie, also nach Primarlehre, ich habe 4 Jahre geschafft als Primarlehrerin, dann mal noch etwas anderes, noch Ausbildung mache oder so und, ähm, ja, überhaupt so in Entsagung so voll, so, ich weiss nicht, ob das jetzt meins ist, so. Ich bin ja sehr gerne im Leben, also im Leben im Sinn von, ja, der sinnliche Teil vom Leben finde ich wunderbar. Und so gefunden, wie bringe ich denn das zusammen? Sehr gerne Tanz, sehr gerne Musik haben und einfach so all das. Ja, und so bin ich dann wirklich ein bisschen im Hin und Her gewesen, in dem Jahr, Und der 1,5 Jahre. der Entscheid ist gefallen in Chithurst, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist das Theravada-Kloster in England. Das finde ich irgendwie auch noch interessant. Du hast im Theravada-Kloster nachher entschieden, in der tibetischen Richtung zu ordinieren. Was hat dort quasi den, nicht fast zum Überlaufen, wie sagt man, den Ausschlag gegeben einfach? Ja, vielleicht muss ich da doch noch ein bisschen ausholen, gell? Weil, ich bin ja ein Jahr rumgereist und eben dann noch längere Zeit gemacht und so in der tibetischen Tradition. Habe dann irgendwann gefunden, jetzt nach 'nem Jahr habe ich so wirklich das Bedürfnis gehabt. Und dort habe ich dann wirklich so das Gefühl gehabt: «Nein, ich, mache 'ne Ausbildung, ähm, Weiterbildung und, habe mich mit
Tanztherapeutin auseinandergesetzt, so, einfach so zurückgekommen und so gefunden, wäre richtig. Dann aber sehr schnell da hingekommen und gemerkt, so viel hat sich für mich verändert. Das stimmt einfach nicht. Irgendwie in diesem Jahr ist zu viel. Ich kann mir es gar nicht vorstellen. Und dann ein Freund von mir hat Anagarika genommen im Cheathurst-Kloster. Also das ist Novizenschaft, Ja, genau, ja. genau. Und dann bin ich ihn besuchen. Ich dachte, ich gehe jetzt einfach mal ihn besuchen, so ein bisschen. Eben, ich war schon 2 Monate wieder zurück in der Schweiz und einfach ein bisschen verloren auch, so ein bisschen nicht so genau gewusst, irgendwie stimmt das einfach nicht mehr, es hat sich so viel verändert. Und dann bin ich im Cheathurst, habe zuerst ihn besucht, nachher bin ich in Amaravati. Und dann einfach 10 Tage in Amaravati gsi, wo ich niemanden gekannt habe, wirklich. Und dann hatte ich einen enormen Mega-Husten und konnte nicht mein Küchenämtchen machen. Sie haben mich davon befreit und haben mich so quasi einfach weggeschickt. Bin ich einfach in meinem Zimmerli gehockt und habe dort das dicke Buch vom Fred bei mir über Buddhismus. Mhm. Wirklich ja, einfach so tief, oder, das Buch. Es ist wirklich einfach die Lehre drin. Und habe einfach studiert für mich, bin so in dem gsi und über den Kreislauf, Samsara. Und dann einfach gemerkt, hey, das ist es. Und das ist dort, wo ich dann in dem Raum hinein mit dem Buch einfach die Entscheidung gefällt habe. Wenn nicht jetzt, wenn dann. Es ist Zeit, um diesen Schritt zu machen. Ja. Und das ist dann so klar gewesen. Wirklich einfach so. Und dann habe ich aber wirklich noch gedacht, ich habe ja gewusst, schon ein bisschen vom tibetischen Buddhismus, von meiner Reise, dass es nicht ganz einfach ist, Community, also Gemeinschaft zu finden, jetzt als westliche Nonne. Und habe dann überlegt, ja, vielleicht wäre es besser, gerade im Theravada-Kloster zu sein. Ich will auch eben einen Draht haben auch zu dieser Linie. Und dann habe ich mit 2 Nonnen, die gut Deutsch haben können, also die eine von Österreich und die andere von Deutschland, habe ich dann geredet und habe gesagt, ja, ich hätte das Interesse, den Wunsch. Und dann hat die eine Nonne ein bisschen gewusst von meinem Weg und hat dann mir so gesagt, hey, du bist ja so im Tibetischen Zuhause, überleg's dir gut. Ob du jetzt da willst, es ist schwierig, das dann wirklich zusammenzubringen da. Die 2 sind im Theravada ordiniert, Genau, nicht im Tibetischen? sind im Theravada ordiniert gewesen, schon länger, und eben beide haben eine Affinität zum tibetischen Buddhismus gehabt. Und die eine hat mir einfach gesagt, es ist nicht einfach, das zusammenzubringen. Und er hat gesagt, überleg's dir gut, vielleicht ist es besser, gehst zurück nach Indien. Und das war Key gewesen, also das war ein Schlüssel gewesen. Ich habe irgendwie ihr vertraut und es hat gerade etwas angeklungen bei mir. Ich fand, ja, stimmt, ich kann mich dort eigentlich schon sehr einlassen. Und dann bin ich zurück in die Schweiz, mein Zeug gepackt, eigentlich niemandem etwas gesagt. Meine Mutter hat sich ein bisschen geschmückt, natürlich. Mütter sind gut in dem. So ein bisschen, hast du vor, jetzt wirklich ganz gehen, vielleicht sogar zu ordinieren? Sie hat mich dann so gefragt. Ich so, ja, ich könnte mir das vorstellen. Und ja, ich habe mein Zeug gepackt und zurück auf der Ramsala in das Institut Tössamling heisst das, für Frauen, das ich schon auf meiner Reise kennengelernt hatte. Und habe dann dort mit den Nonnen dort geredet. Und die haben mir gerade gesagt, ja, kannst du zu dem Lehrer, zu dem Residenzlehrer, der in dem Institut ist, auch lehrt, ein Mönch, tibetischer Mönch, kannst du zu ihm gehen, also ein tibetischer Mönch und Lehrer, Gelehrter, Geshe. Und dann bin ich zu ihm und er hat gefunden, ja, super, Wunsch, das ist natürlich sehr glückverheißend und so. Ja, in 10 Tagen hat es einen ganz guten Tag. Dann machen wir gerade mal die Vorordination. Ich soll mich doch gerade mal anmelden für die Ordination vom Dalai Lama. Und ich so, ja, vielleicht müsste ich mir jetzt das doch noch mal schnell überlegen.
Und hat er einfach so ein bisschen verdutzt geschaut und dann nachher ich so: «Ja, ich gehe jetzt einfach noch mal ich muss noch mal in mich hineingehen, um zu schauen.» Es ist einfach so schnell gegangen, so schnell. Ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach wäre, oder dann. Und dann habe ich von der Venerable Thupten Chodron, das ist 'ne amerikanische Nonne, schon ganz lang Nonne, eine von unseren Pionierinnen von der, Nonnen in der tibetischen Tradition. Sie hat das Kloster aufgebaut in den USA, bin ich später mal zurückgekommen. Und sie hat so 'n super Büchli, wo man kann herunterladen oder wo online ist, so: «Was muss man alles beachten, wenn man ordinieren will?» Und dann bin ich dort und habe das studiert und studiert und studiert und einfach noch mal gesagt: «Ja, willst du jetzt das wirklich?» und so. Gefunden: «Nein, ja, machen wir.» Dann ist das wirklich dann so gewesen. Dann hatte ich so 'ne Vorordination in dem Institut mit dem Gesche. Sehr schön gewesen und habe ihn eigentlich seitdem Probe getragen, Dezember 2007. Und dann konnte ich mich anmelden und durch das, dass ich die Empfehlung hatte von dem Gesche, bin ich dann auch wirklich grade in die habe ich noch grad bin ich grad noch reingeschlüpft, dass ich auch mich anmelden für die Ordination vom Dalai Lama. Und was bedeutet denn so eine Ordination? Also, ich kenne es mehr aus dem Theravada, oder, wo ja auch sehr dann, der Ordinator, also der ordinierende Mönch, häufig über mehrere Jahre der Lehrer bleibt von dem oder der Person, wo ordiniert wird. Im Tibetischen ist ja sonst eigentlich das, Verhältnis zwischen Schülerin und Lehrerin oder Lehrer viel enger. Also, wie steht die Ordination im tibetischen Kontext? Was hat das nachher für dich bedeutet oder wie ist es weitergegangen? Also, vielleicht mal zum Sagen, sie haben das wirklich müssen verändern. Ganz viele Leute haben beim Dalai Lama ordiniert und sind dann irgendwo allein frei schwebend gsi. Und, dann haben sie dann eigentlich wie eine Verpflichtung gemacht, dass du musst 5 Jahre in einer Gemeinschaft sein Mhm. oder in einem Zentrum. Aber dass es wichtig ist, dass du irgendwo verpflichtet bist als Nonne und am besten in einer Gemeinschaft, wo du halt auch ältere Nonnen hast, wo dich können, ja, wie ein bisschen einführen in das Leben, oder? Es ist wirklich ein ganz anderes Leben. Vieles ist sehr anders. Hm, und ich habe dann in dem Institut, wo ich war, habe ich dann das eigentlich wie gedacht, ich werde dort jetzt einfach mal bleiben. Das ist dann so ein bisschen die Idee gewesen. Die haben gerade einen Kurs dann angefangen gehabt, Tibetisch, Einführung ins Tibetisch und so. Und dann habe ich einfach mal gedacht: «Okay, ich werde einfach mal dort bleiben und dann eben so langsam reinwachsen, oder, in das.» Ja. Was hat sich dann für dich verändert? Du hast gesagt, du hättest Mhm. gerne tanzt, du hättest Mhm. gerne Musik gehabt. Du hast dir überlegt, vielleicht einmal 'ne Beziehung zu haben. Du hast vorher als Lehrerin Geld verdient. Ich meine, also sind alles so, also zum Teil recht profane Fragen. Also wie zahlst du das überhaupt? Also wie läuft das? Und, ja, also wie hat sich dein Äh, Leben verändert? Es ist ja nicht nur einfach die Haare abgeschnitten und andere Kleider. ähm, ja, es ist, wie soll ich sagen, in dem Jahr, wo ich gereist bin, hat sich wie schon ein bisschen abblättert. Also so das vorher immer Tanzen und viel Musik und so, das hat sich halt mit den vielen Retreats und so hat sich das einfach automatisch ein bisschen reduziert Mhm. und gemerkt: «Ah, ich kann auch ohne das sein und total zufrieden sein.» Und, sehr, wie soll ich sagen, ja, wirklich einfach zufrieden und mit Freude auf dem Weg sein. Und ich brauche das eigentlich nicht so, wie ich das gedacht hätte. Und Beziehungen, ich meine, ich habe Beziehungen gehabt. Ich habe auch zum Glück genug Beziehungen gehabt, dass ich auch die Kehrseite von Beziehungen habe schon kennenlernen. Und das ist sehr hilfreich gewesen, denke ich, Aha. oder? Dass man da nicht einfach Das Ideal. ja, genau, das denke ich ist schwieriger für Leute, die dann und das sind ja im Westen ist das selten so, aber mehr im asiatischen Raum sind ja viele, die dann ordiniert werden schon mit 7 oder 9 oder so und dann ist so Beziehung ist so etwas Ideelles, oder? Und ich denke, da habe ich genug, ja, sehr bewegte Jugend und junge Erwachsenenjahre gehabt, dass ich alle verschiedenen Schattierungen, glaube ich, da ein bisschen kennenlernen oder viele verschiedene Schattierungen, nicht sicher nicht alle, aber viele. Aber, ja, es ist wie so eine Ausrichtung. Ich glaube, das ist, glaube für mich das allerbeste Wort und das ist auch das, wo mich so lange getragen hat. Es ist eine enorme Ausrichtung auf das, was mir einfach am meisten am Herzen
gelegen ist und immer noch liegt. Mhm. Also einfach so wirklich die Ausrichtung auf Dharma-Studium, Praxis, und dann Gemeinschaftsleben ist für mich dann sehr wichtig gewesen. Wirklich einfach das voll einlassen auf das. 100%, einfach vom Morgen bis am Abend. Versuchst auch in der Nacht noch mit der Zeit dann. Also einfach, es wird alles durchdrängt durch diesen Weg. Und ich denke, das hat eine enorme Kraft gegeben und auch eine Freude und natürlich auch eine riesige Herausforderung. Mm, aber für viele Jahre ist dann das andere wie alles in den Hintergrund gerückt. Mhm. Und einfach ein volles Ausrichten, ja, in dem. Du hast gesagt, sich voll in die Gemeinschaft hineingeben. Ja, genau. Das heisst auch irgendwie, du bist praktisch nie mehr allein gewesen, zum Beispiel. Hast du ein eigenes Zimmer gehabt oder bist du da irgendwie auch noch in einem, weiss auch nicht, Massenschlag gewesen mit 50 anderen, oder wie war das gewesen? Also das muss ich natürlich noch ein bisschen, vielleicht einfach noch den Bogen machen, dass man da mitkommt, weil ich bin ein Jahr in dem Institut gsi und dort hatte ich ein Einzelzimmer gehabt und das ist damals noch nicht so ganz auf Gemeinschaft ausgerichtet gsi. Und das ist auch ein bisschen ein Grund gsi, weil ich gemerkt habe, ich würde gerne wirklich ganz in eine Gemeinschaft, wirklich eine Nonnengemeinschaft hineingehen. Ich habe gemerkt, ich brauche irgendwie Referenten, also einfach Leute, die schon vor mir auf dem Mhm. Weg gelaufen sind. Also so, wir sagen denen im Monastischen so quasi die Älteren, oder? Einfach die nicht vom Jahrgang älter, aber schon älter im monastischen Weg. Und die einfach schon länger auf dem sind und wo dir dann auch sagen können, hey, so, ja, das eine Nonne vielleicht eher nicht. Oder dann brauchst du ja irgendwie ein bisschen so eine Referenz. Und ich habe dann wirklich im 2008 bin ich auf Bodh-Gaya mit ein paar von dem Institut gegangen, bin schon in der oben gsi. Und dort habe ich dann 2 kennengelernt, wo ich damals nicht gedacht hätte, dass wir so einen Weg gehen würden. Aber mit ihnen 2 habe ich dann 2009 eine Gemeinschaft gründen. Und da ist noch eine dazugekommen, da waren wir zu 4. gsi. Und wir haben dann zusammen Gemeinschaft geführt. Und sie, wo eben so ein bisschen die Hauptinitiantin war, sie war damals schon 9 Jahre ordiniert gsi und war gerade an ihrem PhD schreiben gsi über Nonnen aus den Zeiten von Buddhas. Also wirklich ganz schöne Arbeit darüber geschrieben und hat darum ganz viel von ihrem Wissen natürlich können uns weitergeben und hat auch sehr das Wählen, dass wir eben eine Gemeinschaft werden. Und so haben wir dann die Gemeinschaft gegründet 2009 und ja, dort ist die ersten Jahre, also ich würde sagen von diesen 15 Jahren, wo wir dann zusammengelebt haben, habe ich wahrscheinlich etwa 10 Jahre kein eigenes Zimmer gehabt, ja. Also Super. sehr viel zusammengeteilt Zimmer. Am Anfang haben wir auf 3 Zimmer gewohnt. 2 Zimmer sind ein Zimmer ist Küche und 2 Nonnen haben dort drin geschlafen. Das andere war Büro und 2 Nonnen haben dort drin geschlafen. Und eins war unser Meditationszimmer. Das sind so die ersten 4, 5 Jahre, ja. Und was macht das? Was hat das mit dir gemacht? So keine Privatsphäre mehr zu haben praktisch? Hey, ja. Eigentlich super. Also super. Ich habe einfach ein wahnsinnig gutes Übungsfeld gefunden. Ich habe es wirklich so können, glaube sehr so können sehen. Herausfordernd, total herausfordernd. Weil wir sind verschiedene Generationen gsi. Wir sind aus verschiedenen Kulturkreisen gekommen. Und ja, das zusammenzubringen und natürlich jeder mit seinem Päckchen, oder, wo du reinbringst von Familie und Kultur und so. Aber fürs Dharma zum Üben natürlich perfekt. Du wirst ständig konfrontiert mit deinen Gefühlen, mit deinen Reaktionen, mit deinen Hat es da auch Momente gegeben, wo du dachtest, so, jetzt hängt es mir aus, weißt du was, jetzt wirf ich den Battle an und löse doch ein Flugbillett zurück in die Schweiz. Du, das ist so interessant, das ist wirklich bis vor erst, wo dann eben so ein bisschen die schwierige Phase kam, ist, so die letzten
3 Jahren oder 2 Jahren von der Gemeinschaft ist das erst aufgekommen. Aber so in dieser Zeit, wo so eng aufeinander gehockt Einfach ist, nicht. verschiedene Kulturen, die man hat zusammenbringen und so, hat uns Dharma durchgetragen quasi. Also für mich, also es ist unterschiedlich gewesen, oder? Ja. Gewisse haben mehr Krisen gehabt, wie sie einfach eben mit dem, was du halt mitbringst, oder? Aber irgendwie bei mir, ich weiss auch nicht, irgendwie eben die Hingabe, mein Interesse, mein Enthusiasmus, irgendwie etwas hat mich einfach durch das alles durchgetragen. Mit einer, ja, ich glaube irgendwie sehr engaged, glaube einfach gsi damals. Aber schwierig ist es gsi teilweise, ganz sicher. Und ja, Was sind denn die grössten Schwierigkeiten gewesen? ja, die eigenen Emotionen Ja. wirklich mit denen können Schlag zu kommen, von eben ähm, Eifersucht-Themen, wirst auf einmal so konfrontiert auf so engem Raum oder ähm, das Ganze eben so das Thema Selbstwert. Äh, Wo dann ja immer schwankt zwischen kleinen Selbstwert oder Stolz, Überheblichkeit, so Sachen, die dann kommen. Also eigentlich alle Klischees, also alle Emotionen, wo man das sind so für mich Emotionen gsi, die so stark dann sie kommen dann wie so unter eine Lupe in so einer Gemeinschaft, oder? Dann so kommen. Ähm, ja. Die Und halt wirklich einfach mit dem können geschickt umgehen, wenn das so aufkommt und so, oder? Und, ja, das ist 'ne grosse Herausforderung gewesen. die Gemeinschaft, eben, die hat Dharma Datta geheissen, nach einer historischen Nonne benannt, oder? Und sie hat auch antipatriarchalische Ausrichtung gehabt, hast du, glaube ich, in deiner Biografie geschrieben. Was was hat's mit dem auf sich? Habe ich das so geschrieben? Nicht? Also, es ist sicher, Vielleicht habe ich es sonst noch einmal gelesen. ja, wahrscheinlich hat es sicher Anti ist vielleicht ein bisschen heftig, aber ja. ja, ähm, also, eben sicher einfach die Ausrichtung von, ähm, mir also, als eigenständige Community zu sein, als eigenständige Nonnengemeinschaft zu sein und wirklich so, zu merken. Und das ist halt einfach so im Tibet, also im tibetischen Buddhismus auch, aber auch in anderen buddhistischen Linien. Je näher du lebst als eine Nonne, zu 'nem Mönchskloster oder mit Mönchen zusammen, dann kommt einfach grad die Hierarchie. Mhm. Und du bist weniger von der Text her so geschrieben teilweise. Und da haben wir uns einfach grad von Anfang an total abgegrenzt, so gut wie möglich. Das kannst halt in einer Tradition, oder? Du bist halt gleich in diesen Traditionen rein, aber durch das, dass wir halt wirklich etwas sehr Selbstständiges aufgebaut haben und uns wirklich nach diesen Vorbildern von diesen Nonnen aus Buddhas Zeiten auch ausgerichtet haben und einfach, ja, natürlich auch mit dem, ja, Selbstverständnis, dass wir alle gleich sind auf dem spirituellen Weg, oder? Dass da jetzt einfach keinen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen, ob jetzt da jemand mehr kann erleuchtet werden oder so. Irgendwie all die Sachen, die da ein bisschen rumschweben, noch in gewissen Texten, oder? Aber wirklich so, dass die klare Ausrichtung haben. Ja, wir brauchen auch den Raum, dass wir das so leben können, oder? Unsere Eigenständigkeit. Und vielleicht in dem Sinn können wir das sagen, Und dass wir das gelebt haben. habt ihr euch den besonders auch können nehmen, wie ihr Westlerinnen sind? Ja, ganz sicher. Ja, ganz sicher. Und dann durch das, dass wir halt wirklich einfach eine eigenständige Community sind, eine eigenständige Gemeinschaft, oder? Wir sind nicht irgendwie an ein Kloster angeschlossen gsi oder so, sondern wir haben unseren Lehrer gehabt und unsere Linie, wo wir drin eingebettet gsi sind, schon. Aber wir sind nicht irgendwie an eins der Klöster angeschlossen gsi oder so. Mhm. Sondern wir sind wirklich einfach eine eigenständige Gemeinschaft gewesen. Und ich denke, das ist sehr, geschickt so Aufbau gsi von eben unseren älteren Nonnen, so quasi, dass sie da sehr drauf geschaut hat, dass wir einfach 'ne gewisse Eigenständigkeit haben. Und ihr habt in Indien gestartet, sind dann später auf Mexiko umgezogen. Wie ist es zu dem gekommen? Also, Sie haben ja vorher schon, glaube ich, einmal Retreats gegeben in Mexiko oder sind unterrichten.
Ist jemand von denen von diesen 4 oder 5 Nonnen, Ja. dass die Beziehung da war, gerade Mexiko? Ja, also wir haben am Anfang die 4, die am Anfang sind 2 von Mexiko gsi. Und so haben's 3 und sie, wo eben so quasi die ältere, ich sage jetzt einfach mal, die ältere Nonne war, wo eben auch das PhD gemacht hat und 9 Jahre so quasi vor uns war. Sie hat, Spanisch können und hat auf Spanisch auch schon unterrichtet. Also ist auch schon nach Puerto Rico, Mexiko gegangen und hat dort, Dharma weitergegeben. Und ja, und so hat sie dann ab 2012 hat sie dann uns alle mitgenommen, wo sie dann mal und haben wir ein 3 Monate Retreat geleitet als Gemeinschaft. Ich bin dort noch sehr im Hintergrund gewesen, ich habe kein Spanisch können. Und, ja, und so ist es dann gekommen, dass sie natürlich dann gefunden haben, also in Mexiko, ja, wäre schön, wenn ihr mehr da wäret. Und ja, auch recht f finanziell und Flüge und alles immer von dem Indien auf Mexiko ist ja wirklich einfach auf der anderen Seite von der Welt. Haben wir gefunden, das macht immer weniger Sinn. Und dann haben wir uns dann entschieden, 2015, ja, mit der Idee, wirklich ein Nonnenkloster aufzubauen in Mexiko. Das ist eigentlich unsere Vision gewesen. Und das haben sie dann umgesetzt? Nein. Ja, das ist wirklich dann, wie soll ich sagen, es ist sehr eine intensive Zeit gewesen, die 4 Jahre. Gut 4 Jahre sind wir dort gewesen. Sehr intensiv gewesen. Wir konnten sehr vieles können umsetzen. So Online-Plattformen haben wir vor allem gemacht, wo wir so verschiedene Kurse angeboten haben, oder, über Buddhismus. 7-jähriges Online-Programm haben wir aufgebaut in dieser ganzen Zeit. Material kreiert dafür, didaktisch und eben Teachings aufgenommen und so weiter. Meditations-Online-Hallen haben wir eingerichtet und dann gleichzeitig auch einfach in Mexiko Retreats gegeben und Zentren besucht und so weiter. Und so ist sehr, sehr viel gelaufen, sehr intensiv gewesen. Und auf die andere Seite einfach das mit dem ein Kloster will einen festen Sitz haben, es hat und hat und hat nicht wollen klappen. Also es sind einfach ganz viele Hindernisse auftaucht. Also meine, das eins ist wahrscheinlich nur schon mal die Finanzen, oder? Also wie finanzierst du das? Oder hat Ja, Mexiko eine grosse buddhistische Gemeinschaft? ich glaube, das hätten wir schon zusammengebracht. Ja. Wir haben sehr ein grosses, nicht jetzt grosse Sponsoren gehabt, das ist wirklich lässig gewesen. Wir haben einfach ganz viele Leute gehabt, die einfach teilweise mit $1 uns unterstützt haben im Monat und einfach von ganz viel, aber einfach viel. Wir haben das sehr, es hat sich sehr ausgeweitet. Also über Die ganz Südamerika? Spanisch sprechende Ja. Gemeinschaft, ja, Südamerika, aber auch, halt Spanisch Sprechende, die hier in Europa sind oder so, sich zugeschaltet haben Okay. zu unseren, Aktivitäten. Also es hat sich, und auch Spanien haben wir dann auch sehr Kontakt gehabt. Also ja, es hat sich sehr, sehr ausgeweitet. Das ist sehr schön gewesen, wie sich das so hat können, ja, so ein grosses Interesse da war und wir halt auch wirklich sehr auf, auch eben einfach das auf Dana-Basis, also einfach auf Spendenbasis, sodass jeder hat können Zugang haben zu dem Material. Und dann, ja, ist so das einerseits so gelaufen, wir sind so in einem Feuer gewesen, so in einer Energie auch, und auf der anderen Seite einfach immer wieder von einem Ort zum anderen nach einem 3-Monats-Retreat, wo wir im 17 gegeben haben, nicht gewusst, wo nachher wir werden wohnen. Einfach teilweise so mit irgendwie unseren Koffern und irgendwie einfach so irgendwo wieder irgendwelche Kisten irgendwie jemandem eingestellt, und ja, der Teil ist ein bisschen chaotisch Das stelle gewesen. ich mir auch recht anstrengend vor. Enorm anstrengend und wirklich bis zu einem Punkt, wo wir eben auch recht in Erschöpfung gekommen sind. Also so gegen 19 sind wir dann auch alle recht erschöpft gewesen. Das ist dort, wo wir dann in die USA Ja. gezögert sind. Vielleicht bevor wir zu den USA kommen, noch eine Frage zu Dharma und Spanisch und so. Du hast gesagt, am Anfang hast du nicht genug Spanisch können zum Unterrichten, dann hast du Spanisch gelernt und hast auch auf Spanisch angefangen zu unterrichten. Und dann nimmt es mich jetzt einfach Wunder, wie du das erlebt hast. Also verändert die Sprache auch den Dharma? Verändert die Sprache auch die Lehre? Oder was macht das? Das ist eine gute Frage. Also was ich kann sagen, jetzt nicht einmal Dharma bezogen, aber einfach eine Freundin von mir, eine mexikanische Nonne, sie hat gesagt, wenn du kommst von Europa,
wenn ich irgendwie wegen Visa müssen ausreisen und ich komme zurück, man sehe grad, wenn ich anfange Spanisch reden, wie einfach mein Gesicht und mein ganzes Sein sich so verändert. Ich werde dann einfach mehr Latina oder einfach alles verändert sich, wie ich rede und alles. Und ich denke, ja, das hat schon etwas. Also die Sprache selber macht sicher etwas mit dir. Also es bringt auch dich einer Kultur näher. Und das habe ich ja so schön gefunden im Leben in Mexiko. Also ich habe so viel gelernt über eine andere Kultur. Ähm, dürfen dort wirklich auch eintauchen in das. Und auch die Schwierigkeiten von dem Land natürlich auch gesehen, auch der andere Teil. Und ja, also in dem Sinn denke ich glaube, das ist für uns ein kontinuierliches Lernen gewesen, wir jetzt, die nicht von Mexiko gekommen sind, was vom Dharma oder wie den Dharma am besten wir können weitergeben für diesen kulturellen Kontext. Und ich würde eher sagen, das ist ein kontinuierliches Lernen und Trial Error. Also wirklich, manchmal sind wir keine Fettnäpfchen getreten oder gemerkt, oh, das ist gerade ein sehr schwieriges Thema in dem Was Kontext. sind so schwierige Themen gewesen, zum Beispiel? Das Thema Autorität zum Beispiel. Ist ja halt einfach nochmal, wenn du als ein Land kolonialisiert worden bist und dann auch noch einfach dich nicht kannst auf deine Autoritäten verlassen. Das können wir uns da in der Schweiz teilweise gar nicht vorstellen. Einfach, du kannst dich nicht auf Politiker verlassen, du kannst dich nicht auf die Leute verlassen, die das Land führen unbedingt. Oder es ist so viel Korruption. Dass Autorität so ganz schnell etwas ist, da musst du einfach irgendwie so grad einfach in ein Pleasing reinkommen, also ein bisschen Gefallen einfach. Mhm. Aber du versteckst dich dann auch, du sagst nicht wirklich, was du denkst, oder? Und wir als so quasi spirituelle Autorität in der Robe haben wir lange oder paar für uns das gar nicht so gemerkt, dass das so viel auslöst und teilweise halt dann so wie ein Gefälle gibt, wo wir lang gebraucht haben, bis wir dann das auch wirklich haben können drüber reden und ja, das ansprechen und schauen, ja, wie können wir dem ein bisschen entgegenwirken. Ich meine, ja, in der Oben sind wir jetzt einfach, aber einfach oder mehr Bewusstsein uns auch als Gemeinschaft, dass wir das einfach auslösen. Mhm. So Sachen, ja. Und dann halt das ganze Thema Sicherheit ist einfach noch mal so anders in einem Land, wo du nicht einfach grundsätzlich so sicher bist. Ja. Und dann wie ja, einfach Zuflucht wie noch mal ganz eine andere Bedeutung hat. Ja, so. Mhm. Ja, verschiedene Themen. Also wenn du Sicherheit jetzt ansprichst, auch, Mexiko ist auch recht ein katholisches Land, wenigstens wo ich war mit sehr viel, also die Kirche hat noch einen anderen Stellenwert und Einfluss. Wie ist denn das, wenn man da als Buddhistin, als Nonne kommt, in einer Robe rumläuft, die doch ein bisschen anders aussieht? Also man wird ja auch gesehen auf der Straße. Also im grossen Teil wirklich super Erfahrungen. Eben genau, weil es noch so katholisch ist, ist einfach das Monastische Mhm. auch noch einfach eine riesen Wertschätzung. Also eben, auf die eine Seite ist die riesen Wertschätzung, auf die andere Seite ist das Thema Autorität natürlich auch drin. Oder die schlechten Erfahrungen eben mit religiöser Autorität. Oder? Also es ist wie beides. Aber es hat die grosse Achtung und Wertschätzung ist enorm noch Und die da. ist nicht religionsabhängig in dem Sinn, sondern das ist Nein, wirklich das Monastische. ja, da ist viel Offenheit, ja. Ausser an einem Ort, wo man mal für ganz kurze Zeit gewohnt hat. Und dann ist eine von unseren auch mexikanische Nonnen, die dann immer zuerst ist ein bisschen auskundschaften, wie fühlt es sich an da rundherum, was ist so ein bisschen das Klima eben von dem Dorf. Und dort haben sie ihr dann ganz klar gesagt, also so müsst ihr dann da nicht, ich weiss nicht einmal genau, rumlaufen oder da müsst ihr also nicht lang bleiben oder so. Und dann hat sie gefunden, ich glaube, das ist nicht ein Ort für uns zum Bleiben. Ja. Und dort sind wir dann schnell wieder weg. Also, aber das war wirklich das allereinzige Mal, wo wir das so erfahren haben. Und sonst wirklich auf der Straße auch katholische Nonnen, die uns so herzlich begrüßt haben und von uns wollen wissen. Also wir haben so viele schöne Erfahrungen gemacht. Und du hast gesagt, aber eben auch sehr streng so aus der Koffer leben. Ihr seid dann in die USA weitergezogen. Das ist ja nochmal also recht eine andere Kultur. Wie hast du das erlebt?
Ja, also dort sind wir wirklich auch einfach eben ein bisschen aus dieser Erschöpfung einfach gefunden: „Okay, jetzt nehmen wir's in unsere eigene Hand, einfach mal etwas mieten.“ Und wir sind einfach ganz in Virginia auf dem Land gsi, haben einfach ein Haus gemietet. Und da wir ja alles online hatten, haben wir einfach gefunden: „Ja, jetzt schaffen wir einfach so online weiter.“ Und da ist genau die Pandemie gekommen. Also von dem her, das Timing. Timing war gut gsi, also wirklich gut. Wir sind wirklich Ende 19 sind wir eingezogen und ja. Und von dem her dann auch perfekt, weil wir haben alles schon online aufgegleist hatten. Wir haben nicht irgendwie etwas Neues müssen aufgleisen, sondern wir haben dann einfach wirklich geschaut, dass wir unsere Gemeinschaft dann können sehr nahe begleiten mit Praxis und so durch die ganz schwierigen Covid-Zeiten, Mhm. wo ja vor allem Mexiko und Spanien ja sehr hart getroffen haben. Und, ja, das war dann sehr auch intensiv gewesen und das haben wir dann wirklich einfach von unserem wir sind eigentlich wie einfach in dem Haus gewesen und haben von dort aus einfach unsere, ja, Online-Sachen gemacht. Und ja, eben von dem her gar nicht so viel damals für lange gar nicht so viel von der Kultur eigentlich kennengelernt, weil wir sind so wirklich Die nächsten Nachbarn weit weg, oder? ja, nicht ja, wir haben's schon gesehen, aber, gleich ein bisschen Wald rundum und so. Ja. Und hast wenig Kontakt und nur vielleicht beim Einkaufen oder so. Und sonst wirklich sind wir eigentlich sehr in unserem bisschen Bubble, also ein bisschen in unserer Blase gsi von dem Ort. Mhm. Ja, in dieser Zeit. Und ich bin dann noch viel los gsi, weil ich mit Visa Probleme hatte und habe dann nicht mehr können zurückkommen und halt all die Sachen, die während der Pandemie passiert sind. Ja. Pandemie ist so ein Ding, aber es ist dann sowieso so ein bisschen 'ne Krisenzeit losgegangen. Ähm, ähm, was magst oder willst du da dazu erzählen? Ja, ja, es ist eben einfach noch was ich vielleicht muss ausholen ist, wir sind eben so ein bisschen in 'ner Erschöpfung gsi, wo wir dann auf die USA sind und, ich kann dann eben mich nicht können eigentlich wirklich voll in den USA niederlassen, wie ich glaube, das auch gebraucht hätte wahrscheinlich, physisch einfach. Und, ich wäre sehr gern bei der Gemeinschaft gewesen. Wir haben auch ein neues Mitglied gehabt, wirklich wollen dort präsent sein, auch für sie. Und ja, bin vor allem in der Schweiz gestrandet und Spanien teilweise noch gewesen. Und es hat einfach noch mehr mich in 'ne Erschöpfung gebracht, sodass nicht irgendwie auch eben noch nicht können wirklich einfach mich können irgendwo niederlassen. Und dann ich bin noch in der Schweiz gsi, grad Plan gehabt, wieder in die USA können zu gehen, der kleine Möglichkeit gegeben, sie können zurückfliegen im 21. Und dann haben wir erfahren von, Missbrauchsgeschichten und vielleicht da noch ein bisschen ausholen würde ich gerne. Einfach, wir haben uns seit, ja, vielleicht 2016, 18 sind verschiedene Missbrauchsfälle, vor allem sexuelle Missbrauch, aber auch Machtmissbrauch in tibetischen Linien so gross publik geworden. Mhm. Hast du vielleicht auch gehört, so Ja. ein bisschen in dieser Zeit. Und wir haben uns sehr damit beschäftigt. Also haben auch sehr viel darüber austauscht. Das hat uns recht beschäftigt. Wie kann es so weit kommen? Was passiert da? Also wir haben uns recht damit auseinandergesetzt, wenn es uns jetzt vielleicht gerade damals noch nicht gerade näher betroffen hat. Und im 21 ist dann in unserer Linie etwas ans Licht gekommen. Und das hat enorm viel gemacht mit uns. Einfach nochmal so wirklich halt die tiefe Erschütterung in einem Vertrauen. Und für mich persönlich halt wirklich einfach so, wenn ich so aus einer Hingabe gelebt habe, an die Linie, ein Lehrer, einfach das hat wie so den ganzen Boden unter den Füßen weggezogen. Es hat, ja, viel ausgelöst. Viel ausgelöst. Und ich glaube, für jede von uns in der Gemeinschaft auf eine andere Art und Weise, klar, je nachdem, wo wir sind mit dem Thema, was wir mitbringen. Und dort sind recht viele verschiedene Prozesse losgegangen für jede Einzelne, von ja, hinschauen. Erstens einfach mal das irgendwie verarbeiten natürlich, da haben wir viel offen darüber geredet. Wir haben uns dann auch öffentlich abgegrenzt und haben wirklich Stellung
bezogen. Einfach gesagt, es kommt für uns einfach nicht in Frage. Solange das nicht wirklich eine unabhängige Untersuchung stattfindet, können wir einfach da jetzt nicht mehr dahinterstehen. Wir haben uns da halt auch wirklich abgegrenzt und mit dem auch ein bisschen ausgestellt, natürlich, ist immer ein bisschen der Mhm. Teil. Und ja, das sind so einfach ganz verschiedene Ebenen. Von der einen Seite so die Reaktionen rundherum und andererseits halt die eigenen Prozesse, die dann losgehen und was es auch macht mit deiner eigenen Praxis, Meditation. Ja, und ein halbes Jahr später, ich hatte schon ein bisschen die physische Erschöpfung gehabt, dann ist das dazugekommen und dann ein halbes Jahr später bin ich auch wieder so, hm, Visa-Geschichten zwischen der Schweiz und USA, gereist und habe mich dann auf so einer Reise infiziert mit Covid und bin dann wirklich in ein Long-Covid geschlittert. Also, das ist dann so wirklich, also, mit der Infektion gemerkt, jetzt ist das System wird einfach lahmgelegt. Und das ist 'ne ganz verrückte Erfahrung gewesen, auf einmal zu merken. Die Yogaübungen, die ich noch am Tag vorher gemacht habe oder die Woche vorher gemacht habe, eine knapp geschafft und einfach grad wieder müssen hinlegen. Und einfach so, ich vorher super gut geschlafen, auf einmal bis um 6 Uhr morgens wach und so nur noch ganz wenig Schrittli können machen und einfach so schnaufen und wenn ich ein bisschen länger gelaufen bin, als ich grad gemerkt habe, ich sollte, ist total schwindelig geworden. Und, ja, dann teilweise müssen wie gestützt werden, dass ich überhaupt kann wieder hinlegen, aufs Sofa liegen und einfach so das System einfach finito. Krass. Und geistig? Also man Mhm. hört ja zum Teil also fast von dem Brain Fog, dass die Leute dann auch kaum mehr gerade denken. Ja, Wie ist das gewesen? ja, auch. Auch. Ja, auch. Ähm, ja, sehr einfach so, dass ich habe es gemerkt, sehr an der Sprache. Ich habe auch Mühe gehabt, spanische Wörter zu finden auf einmal. Und so die Gemeinschaft hat dann immer gefunden, ja, das ist, weil ich jetzt so lange in der Schweiz war, hat mir dann so versucht zu helfen und ich habe gemerkt, nein, ich habe es einfach wie nicht mehr, ich habe es nicht mehr gemerkt, die kommen nicht mehr. Und jetzt habe ich wie Bestätigung, weil jetzt rede ich, wenn ich Spanisch rede, merke ich, jetzt kommt alles wieder. Und ich so Mhm. gemerkt, nein, ich habe dann wirklich, ja, einfach teilweise wie so Wortfindungsstörungen, die Wörter nicht mehr gewusst. Am Morgen teilweise auch, morgen war ganz schwierig gewesen, also morgen dann gar nicht klar können denken, Gespräche verfolgen, ganz schwierig. Ja, und habe mich wirklich müssen aus den halt Aktivitäten langsam zurückziehen, ja. Im Dharma, ich glaube in der tibetischen Richtung auch, kontempliert man ja sehr häufig die Vergänglichkeit. Man weiss, dass irgendwie das Alter kommt, die Krankheit kommt, der Tod kommt. Und wenn du irgendwie nachher so etwas hast, also wie hast du das erlebt und hat dir da der Dharma geholfen? Super Frage. Ähm, Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ja. Im Moment inne habe ich manchmal wirklich nicht gewusst, wo mir der Kopf steht. Also weisst, eben versuchst die Kontemplationen machen, versuchst dich auszurichten und merkst einfach, magst keinen Satz grad denken, bist so dem Drehen und dann halt eben auch noch so ein bisschen, eigentlich bin ich in einem Prozess gsi vom Hinschauen und wollte meine Praxis erforschen. Und das zusammen ist einfach 'ne schwierige Kombination gsi. Was mir vom Dharma wirklich einfach enorm geholfen hat und auch vom tibetischen Buddhismus ist so ein Commitment, eine Ausrichtung. Einfach so, ich habe wirklich, was ich jeden Morgen gemacht habe, ist einfach, ich zünde ein Räucherstäbli an und tue einfach meine Ausrichtung von was auch das jetzt immer ist, möge es irgendwie dann zum Wohl von der Wesen, zum Wohl von dieser Erde sein, zum Wohl von allen. Auch wenn ich's jetzt nicht sehe. Möge es einfach irgendwie das einen Sinn haben. Und das habe ich einfach gemacht, auch wenn ich sonst nicht so sitzen mögen, wenn ich sonst einfach die Ausrichtung.
Und dann hatte ich manchmal klarere Momente, wo ich mehr konnte, einfach so ein bisschen beobachten, was geht. Und ich habe dann dort auch sehr wieder aufgenommen, so mehr Vipassana-Meditation, das war auch interessant gewesen. Und mehr auch die Gnatan hat mir sehr geholfen, einfach so etwas ganz Simples, einatmen, ausatmen, einfach wieder mehr. Ich habe alles wirklich ganz müssen vereinfachen vom Dharma. Weil komplizierte Visualisationen und meine Sadhana so irgendwie eben die Texte, die Stunden gehen, mit Visualisation und Auflösen und alles, das habe ich natürlich nicht mehr können. Dann ganz vereinfachen wieder. Und das war sehr gut gewesen eigentlich schlussendlich. Einfach wieder so einfach in eine totale Schlichtheit wieder kommen im Dharma. Ja. Und das, ja, so. Und ich denke einfach von dem her, alles, was vorher ich gemacht habe, hat mich sicher irgendwo getragen, auch wenn ich das im Moment vielleicht gar nicht immer so gemerkt habe. Mhm. So. Und bei Long Covid am Anfang hat man ja gar nicht so recht gewusst, was das ist und wie lange das geht. Und ich glaube, man weiß immer noch nicht zum Teil, bei gewissen Leuten wird es nach einer Weile wieder besser. Also du scheinst wieder besser zu werden als damals. Vielleicht ist es noch nicht ganz gut, ich weiß es nicht. Ähm, Wie bist du mit dieser Unsicherheit umgegangen, nicht zu wissen, wo das anführt? Also im ersten Jahr war es enorm schwierig gewesen, weil im ersten Jahr ich bin dann zurück, Gemeinschaft und, also es war für uns alle schwierig gewesen natürlich, auch für die Gemeinschaft. Zumal jemand, der so auch ein Teil war von wir sind ja nur 5 Leute, oder? Und da fällt einfach auf einmal jemand weg und die Schwestern können darauf zählen. Sie so: «Wie können Sie das einordnen?» Also ich auf einmal einfach sage: «Nein, ich mag nicht mehr. Nein, ich mag nicht mehr. Ich kann nicht mehr.» Und wie kann ich das einordnen? Also auch für mich so, spinne ich jetzt einfach? Mache ich mir etwas vor? Also das ist sehr etwas gewesen, so so die Zweifel die so kommen, oder? Tue ich jetzt etwas übertreiben? Und dann, ja, in dem Jahr ist dann auch gut gewesen. Sie hatten eine Long-Covid-Klinik gehabt, nicht so weit weg von dort, wo man gewohnt hat in den USA. Und die haben mir einfach in dem Sinn können helfen. Sie haben mich einfach angehört und haben mir ganz ehrlich gesagt, sie war super ehrlich gewesen, die Ärztin, sie hat gesagt: «Du, wir haben einfach noch keine irgendwie Mittel. Wir können dir wahrscheinlich nicht wirklich helfen, aber wir können dich anhören und wir können dir ganz sicher sagen, du spinnst nicht, das ist eine Krankheit, die rum ist und, es ist ganz wichtig, dass du dir schaust. Also, es ist ganz wichtig, dass du das Pacing lernst und so weiter.» Also, sie hat mich sehr unterstützt in dem eigenen Gefühl hören von eben dich wieder zurückziehen, wieder müssen hinlegen und dann einfach das sehr unterstützt. «Nein, das musst du machen. Das ist wichtig.» Und das hat mir einfach schon mal gut getan, weil ich mich natürlich immer schlecht gefühlt habe, dass ich nicht gleich mithelfen, mitschaffen, mitwirken, mittragen. Und dann so einfach einmal die Bestätigung zu bekommen: «Okay, es ist wichtig, dass ich lerne, auf das jetzt wirklich wieder auf den Körper zu hören.» Und das ist ganz 'ne grosse Lektion gsi für mich, zu merken: «Wow, ich habe den Körper auf dem Weg ein bisschen vernachlässigt.» Also, der ist ein bisschen Bypass gemacht von dem Körper. Und das ist ein grosses Thema für mich jetzt, dass ich einfach finde, es kann passieren, dass wir fest für gewisse Typen von uns, dass wir mehr dann im Kopf sind und das Meditieren halt dann so ein bisschen wie vergeistigt, würde ich sagen. Und so das wieder in den Körper kommen und wirklich den Körper spüren, habe ich gemerkt, das ist mir jetzt ein grosses Anliegen und das habe ich wirklich vernachlässigt. Und ja, es ist eigentlich wie die Krankheit, in dem Sinn bin ich dankbar für sie, weil sie wirklich mich wieder zurückgebracht hat, auf Körperzeichen anfangen zu hören, merken, wann ernster nehmen, wann weniger. Und aber ja, lernen wieder, den Körper auch auf den Weg zu nehmen, wirklich. Als auch eine Quelle von Weisheit, oder? Nicht nur einfach etwas, was man halt hat, sondern auch wirklich, hey, der kann dich auch etwas lehren und hat auch eine Stimme und das einbeziehen. Und ich denke, von dem her, nebst vielem anderem, ist das ganz ein wichtiger Lehrplatz von dieser Krankheitszeit.
wo immer noch ein bisschen rum ist, aber schon viel besser. Also es ist Aber du hast vorhin gesagt, ein Jahr ist es, nach einem Jahr immer noch sehr schlimm gewesen. Also wie lange ist es denn gegangen, bis es sich angefangen hat zu verbessern? Und du hast von Pacing geredet. Du hast jetzt wahrscheinlich auch nicht einfach irgendwie das Geheimrezept, wie man das irgendwie wegbringt, wie es tönt. nein, nein, ich denke, was dann, glaube wirklich sehr wichtig ist, ist wirklich 'ne breite Unterstützung rundum von Verständnis. Und ich bin dann noch 3 Monate dann im 23 in die Schweiz gekommen, um wirklich mich ganz der Heilung zu widmen. Und das hat's schon gebraucht. Ich denke, was ich einfach kann sagen, ist wirklich dir den Raum für Heilung geben. So gut halt man das kann. Ich weiss, es ist auch 'n Privileg fast, wenn man das kann. Aber es braucht's. Es braucht ganz viel Raum für Heilung und eben einfach Unterstützung auf verschiedenen Ebenen. Mhm. Also wirklich. Und ich habe dann auch therapeutische Hilfe genommen, weil ich habe gemerkt, das macht auch etwas mit dem Mind Mhm. und halt eben auch die ganze Erschütterung, auf dem spirituellen Weg und dann noch die, Erkrankung, das hat natürlich dann auch, psychisch mich sehr herausgefordert und habe dann so im 23 gemerkt, jetzt brauche ich auch dort Unterstützung und Hilfe. Und das ist auch ein guter Schritt gewesen, dann mal zu merken, ja, alles mit dem Dharma kann man nicht immer einfach regeln, wie ich das früher gedacht habe, sondern es ist manchmal einfach sehr hilfreich auch, wirklich therapeutische Unterstützung zu haben. Und das hat sehr geholfen, also die Kombination von eben einfach Leuten, die dich verstehen, Ärztin, die auch noch alternativ unterwegs war, wo mir dann auch geholfen hat und dann eben therapeutische Hilfe. Und ich denke, mit dem allem dann so Schritt für Schritt, ja, bisschen mehr können heilen und dann wirklich Heilung, noch 'ne tiefere Heilung hat dann können passieren, mit dem fest in die Schweiz zurückgekommen Mhm. bin. Ja. Genau, das wäre gerade so ein bisschen meine Anschlussfrage gewesen. Es ist wahrscheinlich eine gewisse Erschütterung. Du und auch andere, ihr habt dann die Gemeinschaft verloren und du bist in die Schweiz zurückgekommen. Wie hast du das erlebt? Ja, auch anspruchsvoll. Anspruchsvoll, einfach die halt verschiedenen Prozesse, die ich erwähnt habe, die da ins Rollen gebracht worden sind und dann irgendwie einen gemeinsamen Nenner zu finden in dem inne und zu merken: Den gibt's nicht mehr wirklich.“ Und so zu dem Schluss kommen, wenn wir einander wirklich weiter unterstützend wirken füreinander im Wachstum, im Dharma, ist es besser, wir wohnen nicht mehr zusammen, wir leben nicht mehr zusammen so nah, sondern dass wir da auch wirklich einander Raum geben können. Und 2 haben ja dann eben so die ältere Nonne, also die eben dann auch nicht mehr Nonne war, sie hat dann auch die Roben abgelegt, das war auch noch mal einer von diesen Prozessen gewesen. Und die Jüngste, die Dharma-Data-Gemeinschaft, die gibt's noch. Also die ist jetzt einfach mehr die Grösse, wirklich die ganz, spanisch sprechende Gemeinschaft. Sie machen nach wie vor viele Aktivitäten, alles was da aufgeschaltet ist immer noch dort. Also das ist lässig, das geht weiter. Und da bin ich ihnen auch sehr dankbar, dass sie das gesagt haben, sie wollen das weiterziehen und weiter stützen und weitergeben. Und wir sind dann 3 gewesen, die dann gefunden haben, okay, dann nehmen wir Distanz, gehen unseren Weg. Und haben dann jede von uns hat dann, ja, ich mache da jetzt ihren eigenen Weg. Und das ist schon, also habe mich sehr mit der Gemeinschaft identifiziert. Also es ist wie nochmal eine Identifikation, so die Identifikation von Linien, die ein bisschen erschüttert worden ist, dann, und Tradition, dann die Identifikation mit dem Gesundsein und so, ja, ich kann einfach machen, oder? Die müssen loslassen und die Identifikation mit dem, was man tut und kann geben. Und dann also das Loslassen von dieser Identifikation, das ist meine Gemeinschaft, da gehöre ich dazu. Ich habe gemerkt, dass es sind so einfach Level von Identifikation, die einfach so müssen abblättern. Und eigentlich sehr, kann man sagen, Darm ist perfekt, oder? Super, oder? Wir wollen ja die loslassen. Aber natürlich nicht einfach. Und der Fred hat, glaube ich, so schön gesagt, loslassen ist die unmittelbare Bedingung für die Erleuchtung. Und dann gibt es doch die andere Aussage, die sagt, und wenn du das Gefühl hast, du seist erleuchtet, dann musst du nur wieder mal ein paar Tage mit deiner Familie verbringen. Und du bist
Ich frage jetzt nicht, bist du erleuchtet, sondern du bist nach vielen Jahren, du bist zwar schon immer wieder da in der Schweiz gewesen, aber nach vielen Jahren wieder in diese Kultur zurückgekommen. Wie war das gewesen? Also wieder näher bei der Familie, näher in dieser Kultur, wo irgendwie aufgewachsen bist. Wie ist das gewesen? Ähm, eigentlich super. Aha. Also bis jetzt super. Im Sinn von, es sind 18 Jahre gsi, wo ich weg bin und ich habe bis jetzt das Gefühl, es kann sich dann auch wieder ändern, aber bis jetzt das Gefühl, ich habe einfach einen anderen Blick bekommen auf das, was wir da haben. Das ist ja unglaublich. Eine Wertschätzung auch für die Natur da und dass man allein als Frau laufen kann. Oder das ist weder in Indien noch in Mexiko hast du das können. Einfach so Sachen, die wir so für selbstverständlich nehmen, oder? Wo ich einfach merke, wow, da habe ich wie einen anderen Blick zurückkommen. Und von wegen Familie, ja, das ist ein Herausfinden wieder, wie nah, wie viel und so. Aber es ist sehr schön, dass sie einfach sehr unterstützend sind und es halt gerade in dieser Long-Covid-Zeit halt wirklich auch meine nächste Familie, also das heisst meine Eltern, wirklich auch die gewesen sind, die mir enorm geholfen haben, also mich super unterstützt haben. Und da ist auch eine ganz grosse Dankbarkeit und einfach in dem hinein, Mhm. dass, ja, wie sie da präsent gewesen sind für mich. Und auch jetzt in dieser Übergangsphase, wo ich manchmal so ein bisschen, ja, nicht so genau gewusst habe, wie es weitergeht und so. Und sie sehr, sehr präsent gewesen sind. Und ich habe das Gefühl, wie durch die 18 Jahre weg hat einfach unsere Beziehung noch mal so dürfen gewinnen. Halt einfach eine erwachsene Beziehung. Mhm. Und also von dem her, das kann ich empfehlen für ein Weile einfach mal weg. Und dann das macht viel, habe ich das Gefühl. Man hat einen anderen Blick. Oder ja, ich habe wahrscheinlich einfach auch ein grosses Glück, ja. Mhm. Du hast dich dann eben vor Kurzem entschieden, ich nehme an, das war auch ein längerer Prozess, gewesen, die Trauben abzulegen. Und ich habe, als ich die Folge vorbereitet habe, auch noch ein bisschen recherchiert und habe gefunden, dass es Schätzungen gibt, die sagen, dass etwa 75% der westlichen Ordinierten im tibetischen Buddhismus Trauben irgendwann wieder ablegen. Und Gründe sind häufig fehlende Unterstützungssysteme, finanzielle Not, dann die Geschlechterungleichheit, wo herrscht, also dass die Vollordination eben gleich nicht ganz da ist, oder respektive, wie du gesagt hast, wenn das Mannenkloster nebendran ist, die gleich irgendwie mehr zählen, die kulturellen Diskrepanzen und dann auch der zunehmende Vertrauensverlust nach Missbrauchsfällen ist so genannt gewesen. Also 75%, das ist noch mehr als Ehe geschieden werden. Also du befindest dich eigentlich in bester Gesellschaft. Ja. Offensichtlich ist es eigentlich häufiger, dass man Trauben irgendwann ableitet, als dass man sie behalten, vor allem bei den westlichen Ordinierten. Vielleicht auch, weil Möglichkeiten da sind, nachher irgendwo in einem System zu sein, das einem trägt. Aber stell dir vor, es war ja trotzdem ein langer Prozess, der dich dort angebracht hat. Ähm, Magst du da etwas dazu sagen, wie das vor sich gegangen ist? Und, ja. Ja, es ist noch interessant. Es sind wirklich so eigentlich die 1,5 Jahre, die ich am Anfang gebraucht habe, um wirklich zu sagen: «Ja, jetzt mache ich diesen Weg», habe ich auch gebraucht, um so quasi langsam es war auch ein bisschen ein Rausschälen gewesen, ehrlich gesagt. Ich bin zurück in die Schweiz gekommen, eben so um 24 und habe eigentlich gedacht: «Nein, ich als Nonne weiter», und habe sogar gedacht: «Ja, eben vielleicht wieder in eine Gemeinschaft oder so oder vielleicht als Nonne allein.» Aber zuerst eigentlich ich bin sehr überzeugt vom Modell, dass, dass es sehr hilfreich ist, als monastisch in einer Gemeinschaft eingebettet zu sein. Für meinen Typ finde ich das hilfreiche Modell. Mhm. Und finde einfach, vieles ist so aufgeleistet im monastischen Weg, dass es wirklich eigentlich hilfreicher ist. Du bist in einer Gemeinschaft, bist Teil als Gemeinschaft. Und, dann habe ich so gedacht, ja, das werde ich irgendwie so, und habe so verschiedene Gemeinschaften im Kopf gehabt. Und dann nachher immer mehr müssen ganz ehrlich mit mir sein und gemerkt: «Nein, ich glaube, jetzt ist etwas anderes angesagt.» Ich glaube, es ist sehr eine schöne und intensive Zeit mit dieser Gemeinschaft. Es sind 15 Jahre gewesen, full on, wirklich mit allem, so viel dürfen lernen, so viel als Team auf die Beine gestellt. Und ja, doch auch das Gefühl, jetzt
braucht es wie etwas anderes noch. Also ja, wie das Gefühl, es braucht jetzt auch Zeit, um die Zeit ein bisschen verdauen und habe das Gefühl, ja, mich aufmachen. Für was auch immer wird kommen. Aber Gemeinschaftsmodell an sich als Modell finde ich für die heutige Zeit nach wie vor, bin ich total überzeugt. Aber habe mir wie selber ist ein bisschen das Zugestalt von mir selber gewesen, dass ich glaube jetzt einfach mal ein bisschen Zeit brauche, ein bisschen wie einen eigenen Raum zu haben, um ein bisschen selber zu schauen, was darf jetzt da kommen. Also das ist so ein bisschen ein Strang gewesen, wenn ich halt, okay, keine Gemeinschaft. Dann ja, okay, also Nonnen allein hier in der Schweiz, das gibt es auch. Da gibt es ganz tolle Nonnen, die das machen, die das super machen, kein Problem. Und haben dann aber auch da mit der Zeit so gemerkt, ist glaube einfach nicht mein Modell. Ich sehe mich einfach nicht. Und dann auf der anderen Seite auch so ein bisschen das Bedürfnis, wieder einfach mich voll in Berührung einzulassen mit dem Leben und gerade auch mit dem halt Ökodharma, wo wir vielleicht dann auch noch darauf zurückkommen. Also einfach so gemerkt, so ein Bedürfnis, mich voll wieder in Berührung zu geben, wo im Nonnensein ja schon auch machst auf eine gewisse Art, aber in gewissen Sachen bist du auch ein bisschen distanziert. Ja. Und ich habe einfach gefunden, ja, mit allem Schwierigen, was das beinhaltet, mich einfach wieder mal in das Leben einschupfen. Mit allem, was dann halt kommt. Ist, glaube ich, gut jetzt. Ist, glaube ich, gut auch für den Weg. Und es ist für mich dann hilfreich gewesen, als ich einfach gemerkt habe, der Dharma ist das Zentrum für mich. Also die Praxis, der Weg, also die Überzeugung, die mich auch auf diesen Weg gebracht hat, die ist immer noch da. Aber so wie das Gefühl, es ist ein Weitergehen in einer anderen Form. Und das ist dann für mich so wie der Schlüsselpunkt gewesen, wo ich gemerkt habe, es geht nicht darum, irgendwie in etwas zurückzugehen, sondern es ist einfach jetzt ein Weitergehen und es, ja, auf dem Weg eigentlich, ja. Du hast es schon ein bisschen angetönt und wir haben es in der Einleitung, eigentlich so in der ersten Frage auch schon ein bisschen drin gehabt. Der Name bleibt. Was bleibt sonst noch vor der Ordination? Weißt du, was ziehst du weiter aus dieser Zeit? Also das, was ich auch erwähnt habe, was ich auch so gemerkt habe, durch die Krankheit hat mich so getragen, ist einfach ein Commitment für den Weg. Mhm. Also die Ausrichtung und ein Commitment für den Weg im Sinn von wollen wacher werden selber und wollen eine Bedingung sein, dass andere können mehr wach werden in dieser Welt. Und das, das hat sich so wie sehr können vertiefen in diesen 18 Jahren Nonne und das ist da und auf das kann ich zählen und das ist enorm schön, das können so mitzunehmen. Und ja, und dann ganz einfach ein riesen Rucksack voller Erfahrungen. Wirklich von extrem schönen, tief bewegenden, wie halt auch so unsere Pilgerreise in Bodh Gaya, der Pilgerort in Indien oder einfach so ganz, oder eben so in den Momenten, wo wir dann in Mexiko können Retreats geben und all die Leute in diesen Retreat so zusammen im Dharma sein und einfach ganz viele schöne Momente. Und dann natürlich auch Schwierigeres als viel Lernen, eben so Gemeinschaft versuchen zu lernen, zusammen miteinander einen Alltag zu leben im Dharma und ja, eben auch Sachen von der Tradition, die man schwieriger gefunden hat und so, aber auch all das, was ich daraus durfte lernen. Eben so wie es tönt, bereust du nicht, dass du ordiniert warst? Nein, überhaupt nicht. Nein. Nein, riesiges Geschenk. Also ich finde es ein riesiges Geschenk, dass ich das dürfen machen so früh im Leben, oder? Weil ich wirklich das Gefühl habe, das ist jetzt so ein wunderbarer Boden. Ja. Mhm. Jetzt bist du da und ich habe es auch eingangs gesagt, du bist, hast verschiedene Angebote in verschiedene Richtungen. Und ein Thema, das dir sehr, sehr wichtig ist, ist auch das Ökodharma, die Verbindung von Dharma oder die Anwendung von Dharma auf die Ökologie und du hast auch gesagt, die anderen Krisen, die da sind. Kannst du da vielleicht ein bisschen etwas
dazu erzählen. Mal schauen, mal wie lange, ob es dann fast schon eine Sonderfolge mal brauchte. Aber es ist ein Thema, das mir ja auch sehr am Herzen liegt. Ich weiss nicht, die Leute, die schon auf meiner Website waren, gesehen, es hat dort eine eigene Sektion eigentlich zu dem Thema. Ja, was hat dich zu dem gebracht und was ist dir da wichtig? Also das Thema eben ökologische Krise, aber Weltkrise, Frieden und so ist ein Thema, das mich einfach schon seit auch Kind, früher nie war, also Pubertät mag mich noch erinnern, einfach sehr bewegt, beschäftigt. Bevor Ordinieren habe ich mal auch überlegt, in die Politik zu gehen, mich einmal auf eine Liste aufstellen lassen und so. Also das ist immer auch ein Interesse in dem gsi, einfach auch in dieser Richtung Engagement. Und das ist dann halt durch das ganze Einlassen in dem Weg auch dann wirklich in den Hintergrund gerückt. Und dann haben wir im 19. ein bisschen mitbekommen von dieser grossen Welle von junge Menschen, die auf die Straße gegangen sind und das Aufbrechen in dem Thema, das dann war. Und das ist da gibt es eine lustige Anekdote. Ich dann auch so voll begeistert, hey, da passiert etwas, wir müssen Teil sein von dem und so. Und die anderen Nonnen sich auch begeistern lassen haben und ich dann googelt, wir sind damals in der Nähe von Cancun, dem Ferienort, wir haben dort gelebt, in der Nähe. Und ich so, hey, da gibt es auch eine von diesen Demonstrationen, komm, wir gehen doch und so. Und haben Tafeln gemacht und einfach gefunden, hey, jetzt gehen wir. Und dann sind wir in dem Cancun gestanden mit unseren Tafeln. Und das ist einfach, wir sind irgendwie im falschen Ort gewesen, oder vielleicht hat es gar nicht stattgefunden oder irgendwie sind wir einfach so gestanden. Ich war noch nicht mit Tafeln. Und irgendwie hat es einfach noch nicht sollen sein, dass wir da irgendwie uns anschliessen können. Aber das war dann, als ich eigentlich auch angefangen habe auf Spanisch, so 1, 2 Dharma-Tags, wo ich das schon ein bisschen verbunden habe. Oder? Weil mich einfach so inspiriert hat, oder so, die Kraft dort. Und dann im 22 haben wir dann das ganz grosse Glück gehabt, einen Workshop zu machen, online, ich glaube, einen halben Tag oder einen Tag mit der Joanna Macy, die 93 war in dem Moment. Und einfach ich war dort schon recht krank gewesen, aber ihre Lebendigkeit und ihres Feuer und wie da die Emotionen haben können von Liebe für die Welt und Dankbarkeit für das Leben und auf der anderen Seite der Schmerz und auch Wut und einfach wie das alles hat können bei ihr einfach durchfliessen. Das hat mich wahnsinnig tief berührt. Und ich habe so gemerkt, das ist so ein lebendiges Vorbild und Beispiel, wie man kann ganz in Berührung sein mit den Krisen, mit dem Schmerz, mit unseren Emotionen zu diesen Krisen, unseren Reaktionen und nicht in ihnen stecken bleiben, sondern wirklich lernen, die durchfliessen lassen und sogar sie nutzen, die Emotionen nutzen, als eine Quelle von Weisheit, eine Quelle von Verbundenheit. Und das hat sie einfach, finde ich, in ihren Büchern und einfach als Mensch enorm übergebracht. Und haben dann dort volle Begeisterung ihre Bücher gelesen und David Lloyd gelesen, auch in dieser Zeit. Und David Lloyd ist also Joanna Macy kommt ja, ich glaube auch, sie hat sehr viele so systemtheoretische Sachen gemacht, oder? Kommt so aus selber Richtung. David Lloyd kommt, glaube ich, aus dem Zen, oder? genau, also Joanna Macy hat ja einen Doktor gemacht, gemacht auf wo sie Systemtheorie und Buddhismus eigentlich zusammenbringt. Mhm. Also sie hat wirklich in beidem sich sehr vertieft und ist auch ein Leben lang buddhistisch Praktizierende gewesen. Sie ist ja eben letzten Sommer gestorben, leider. Und David Lloyd, ja, er ist ein Zen-Lehrer und die zwei haben sich natürlich auch gekannt. Also Joanna Macy hat sehr viel Pionierinnen, wo Dharma-Lehrerinnen eigentlich irgendwie beeinflusst irgendwo. Also die meisten haben irgendwo mal ihre Arbeit so ein bisschen. Also David Lloyd, der Sommer, als er in Bern war, hat sehr schön gesagt, sie ist wirklich die Urmutter vom Ökodharma. Also sie hat eigentlich fast alle Dharma-Lehrerinnen und Lehrer geprägt irgendwo durch, wo dann Ökodharma als Ökodharma, sie hat es ja noch nicht Ökodharma genannt. Und der Begriff ist dann eigentlich erst neuer dann entstanden.
Mhm. Wie unterscheidet sich denn das Ökodharma von sonstigen Aktivismus für die Umwelt? Was ist anders oder wieso braucht es das? Also, ich denke, beim Ökodharma ist wirklich, du bringst inner und äusser Fokus zusammen. Also, es geht wirklich auch sehr darum, genau mit Werkzeug vom Dharma, da kann eben der Dharma so viel helfen. Also wirklich, wie gehen wir eben mit diesen Emotionen um, die da auftauchen? Oder es einfach reines Präsent sein in dieser Welt, die es so braucht. Dass wenn wir einfach aktivistisch unterwegs sind, dann kann das vielleicht uns teilweise wie abhanden kommen, weil wir ist ja auch logisch, oder? Man ist dann so engagiert, also es kommt uns im Leben abhanden, wenn man sehr engagiert ist in etwas. Und da denke ich an uns, die verschiedenen Werkzeuge vom Dharma können uns da helfen, einfach wieder im Moment kommen, sich selber spüren und so wirklich die Verbindung zu einem selber, zu der Welt, zu anderen zu vertiefen und aus dem heraus können handeln. Mhm. Und ich denke, so kann sich das sehr gegenseitig befruchten. Also ich denke, der Aktivismus kann uns sehr helfen, ein bisschen uns aus dem Küssi rauszulupfen, weil manchmal kann man ein bisschen bequem werden auf dem Küssi, oder? Das ist auch eine Art von Spiritual Bypassing, Ja. oder? Man kann sagen, die Mhm. Welt brennt, aber auf meinem Mhm. Küssi bin ich sicher. Genau. Den Punkt gibt's, oder? Die Gefahr gibt's. Und da denke ich, der Aktivismus holt da auch raus und sagt zu Recht: «Hey, hallo», oder? Also aufstehen. Wir haben alle eine Rolle da zu spielen in dieser Welt und wir haben alle, wie soll ich sagen, eine Handlungsmacht. Also, wir haben 'ne Wirkung mit unserer Handlung und uns das bewusst sein. Und wie wir handeln und dass wir eben uns aus einer Reaktivität handeln, sondern mehr lernen antworten auf die Krise, da denke ich, hilft uns Dharma enorm. Und wenn du sagst Antworten, sind das Antworten, wo du glaubst, die können auch dazu beitragen, die Krise abzuwenden? Oder sind es mehr Antworten für mich, wie ich also für einen selber, wie man mit dieser Krise umgeht? Ähm, also das andere wäre zu gross gesagt, gell? Also abwenden, das auch wenn du aktivistisch unterwegs bist, brennst du wahrscheinlich aus, wenn du so reingehst. Also ich denke, also das und da hilft uns der Dharma ja auch. Also können in die Handlung gehen, ohne an Ergebnis zu heben. So anspruchsvoll. Aber denke ich, also wirklich ein Schlüsselpunkt im Buddhismus halt auch und etwas, was uns sehr helfen kann in der momentanen Weltkrise. Also ich denke, nein, es geht schon auch in eine Handlung gehen, aber halt sehr, wo jede ist. Das muss vielleicht nicht Aktivismus sein, zuvorderst auf der Straße. Es kann ja auch sein, so vieles. Das kann sein im Hintergrund. Ich bringe gerne das Beispiel von Buchhaltung zu machen, zum Beispiel für eine Organisation. Ich bringe mir das Beispiel, weil das wäre für mich das Letzte, was ich gut machen könnte. Und eine Freundin, Nonnenfreundin kann das so gut. Und sie wird gar nicht sehen, also man hat vielfach gar nicht ihre Arbeit gesehen, aber es ist so eine Riesenarbeit, dass das jemand macht. Und da kannst du ja für eine Organisation oder so Sachen machen, wo man gar nicht so an der Front ist, aber einfach eine Organisation unterstützen in so etwas oder kochen oder einfach natürlich im Eins-zu-eins schauen, wie geht man aufeinander zu. Und da kann man schon so viel bewirken. Also das sind viele Ströme, also da könnte ich jetzt wahrscheinlich recht ausholen, aber da wollen wir jetzt nicht den ganzen Tag daraus zu machen. Aber zum Beispiel eins ist auch, wo ich finde, eben unseren Konsum natürlich anschauen, oder? Da haben wir natürlich auch schon einen Impact. Also haben wir eine Wirkung, wie wir uns bewusst werden, wie wir konsumieren. Und da kann uns Buddhismus wieder helfen, zum Lernen, was heisst Zufriedenheit wirklich, Mhm. oder? Eine Einfachheit und nicht eine Einfachheit, Zufriedenheit, die uns von außen aufgedrückt wird. Da jetzt sollten wir einfach reduzieren, sondern was heisst Einfachheit von innen her, eine Zufriedenheit kultivieren mit dem, was wir haben. Und so denke ich, Aktivismus, denke ich, ist sehr gut, das viel grösser zu sehen, viel breiter zu sehen. Und im Grundsatz, also im Grund eben zu sehen, dass wir ja in jedem Moment handeln. Also wir sind ja immer aktiv. Mhm.
und mehr einfach zu lernen, Verantwortung übernehmen für das Aktive. Und das kann manchmal in etwas, wo vielleicht wirklich etwas ganz Grosses auslöst und ganz viel kann in Bewegung setzen, wie eine ganze Organisation oder eine ganze Masse. Oder das kann auch einfach ganz im Kleinen sein. Mhm. Oder? Und ich denke, das ist einfach so unterschiedlich, wo man gerade ist, an welchem Ort das man ist, welche Fähigkeiten das man hat. Aber dass man das, was man hat, auf das ausrichtet, Mhm. das denke ich um das. Ja, ganz. Ich finde das immer so eine schwierige Sache, oder? Es gibt so die sagen: «Ja, also eigentlich du als Individuum, du kannst sowieso nichts machen. Also musst dich ja gar nicht groß bemühen. Es sind irgendwie 80 Firmen auf der Welt, die irgendwie so viel CO2 verursachen. Was wir als Individuum machen, das kommt überhaupt nicht darauf an. Eigentlich kann ich auch in der Weltgeschichte rumfliegen. Ähm, ich kann Fleisch essen und kann meine Wohnung auf 25 Grad heizen und die Fenster noch offen haben. Auf das kommt es nicht an, schlussendlich. Und auf der anderen Seite hast du irgendwie ein Verbot für Plastikröhrchen, wo du wirklich musst sagen so, ob jetzt das, gerade in der Schweiz, wo Plastik relativ gut entsorgt wird, einen grossen Unterschied macht. Dort kannst du dann wieder so ins Ding hineinkommen, ja, ich habe keine Plastikröhrchen mehr oder ich tue mein Plastik trennen, also ist alles gut und ich kann trotzdem mit der Welt umfliegen. Ich finde es wahnsinnig schwierig zwischen der Ohnmacht und das Gefühl haben, ich kann nichts machen, was ja de facto wahrscheinlich stimmt, oder? Ich könnte da wahrscheinlich wirklich 25 Grad heizen und die Fenster offen lassen. Am Grossen würde es nichts machen. Was ich einfach nicht logisch finde an dieser Argumentation, wenn das alle würden machen, dann würde sich ja relativ rapid etwas verändern. Das hat man ja schon gesehen bei Covid, wo irgendwie weniger geflogen und gereist worden ist. Dort haben wir müssen, aber man hat gesehen, es verändert etwas. Das heisst, wenn alle etwas würden machen, dann würde sich etwas ändern. Also ist das Argument de facto schon falsch. Und auf der anderen Seite, ich bin da im Westen geboren und mein Fußabdruck ist sowieso schon absolut unanständig. Was ich auch immer mache, also ich müsste mich praktisch aus der Gesellschaft rausnehmen und irgendwo wahrscheinlich in ein Hütchen mit praktisch nichts wohnen, dass ich überhaupt innerhalb von der planetaren Grenzen wohnen würde. Also wie gehe ich mit dem um? Oder, äh, also ein Riesenthema für die letzten 5 Minuten vielleicht. Wenn's Vielleicht hast du eine gute Antwort und sonst kannst du natürlich auch sagen, wo man bei dir genau in solchen Kursen und Angeboten so Sachen diskutiert. Ja, also definitiv ganz super Themen. Also ich finde das auch einfach so wichtig, dass es auch alles auf den Tisch legt und ich finde es so wichtig, dass man darüber redet. Also das ist gerade mal das Erste, und das ist auch für mich eines der grössten Impulse, einfach mal Räume schaffen, dass man überhaupt über das redet und dann halt auch teilweise in einem Kontext, wo man eben auch dann ja, schauen kann, ja, was kann der Dame jetzt da wirklich helfen und uns unterstützen und wo auch nicht, oder? Also wirklich da ganz ehrlich hinschauen, aber können einfach einmal die Sorgen und das Dilemma und auch die Ohnmacht einfach mal können aussprechen und auf den Tisch bringen. Und dann zu merken, eben, wir sind nicht allein in dem. Also die Fragen, die haben so viele. Also das finde ich schon mal einfach eine wichtige Erkenntnis, zu merken, hey, ich bin nicht da allein in dieser Entscheidung. Wir sind so viele an dem am Denken, wie macht man das jetzt am besten und das ist überhaupt meine Kraft. Also nur schon das, finde ich, hat eine riesige Wirkung. Und dann von wegen da im Westen denke ich schon, das Thema Verantwortung, oder? Ich denke, da haben wir ja, eben das mit dem Fußabdruck, das ist mir jetzt auch natürlich wieder sehr auch aufgefallen und eingefahren, wie wenn man da ist, so schnell einfach so viel grösseren Fußabdruck hat. Durchzuschauen, wo kann man gleich das in die Hand nehmen. Also viele Sachen kann man eben gleich selber entscheiden, oder? Wie ich einkaufe, was ich kaufe, wie viel ich kaufe. Also da haben wir ja ständig eine Entscheidungsmachtkraft. Und eben, wie du sagst, die Masse macht es aus. Also ich meine, nur schon, wenn man denkt, wo ich gegangen bin, da hast du natürlich noch überhaupt kein Veggie-Plätzchen irgendwo gefunden. Und jetzt das Regal von veganen Angeboten, das hat sich ja in den letzten 20 Jahren wahnsinnig verändert. Und das ist ja auch die Masse, die das macht. Oder? Wo da einen Eindruck, also das auch verändert, mithilft verändern, oder? Und da haben wir schon einen Einfluss. Und ich glaube, uns wieder mehr bewusst sein, was wir eigentlich für eine Macht haben.
ist, finde ich, Teil gerade vom Ökodharma. Also, weil ich denke, gerade so wie die Weltlage ist, mit diesen Systemen, die da sich etablieren wollen, die wollen natürlich uns weismachen, ihr habt nicht viel Handlungsmacht, Kraft. Also, dass wir halt auch die Ohnmacht in uns oder die Angst in uns auch wirklich gefördert werden teilweise. Ich muss ehrlich sagen, die Argumentation von «Du hast nicht viel Macht», die höre ich von zwei Seiten. Ich höre sie natürlich auch aus der aktivistischen Seite, wo irgendwie sagt, der Fußabdruck ist eigentlich eine Erfindung von der Erdölindustrie gewesen, wo das ganze Problem individualisieren und auf dich abschieben, damit sie nichts machen müssen. Und darum hört mal auf mit dem Fußabdruck, hört auf, den Leuten die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen zu machen. Wir müssen alle gegen die grossen Firmen los. Für mich persönlich ist es einfach so, es muss ja nicht ein Entweder-Oder sein. Es kann ja, und ich glaube, das ist auch das, was irgendwie mir der Buddhismus zumindest sehr eröffnet hat, ist irgendwie die tetralematische Sicht, oder? Dass es nicht nur Voll. eins oder null gibt, sondern es gibt auch noch Genau. äh, All die all die Grauzonen. Grauzonen dazwischen. Also, Ja. ja. So wichtig. So, ja, genau. Das denke ich ist so ein wichtiger Punkt. Es ist eben nicht das Entweder-Oder. Also ich denke, David Loy bringt es gut, er sagt beides, oder? Also wirklich halt, wenn du kannst, eben auf die Straße gehen, Briefe schreiben, Petitionen unterschreiben, sogar in die Politik gehen, wenn du kannst, wenn du willst, wenn das dein Teil ist, dann mach das. Und gleichzeitig schau eben, aus welcher Motivation, aus welcher Kraft heraus, dass du das machst. Eben nicht anhaften an die Ergebnisse, also all der Teil, auch da dran zu bleiben, oder? Also ich denke, dass das beides einfach braucht und eben auch das beides auch im Sinn von selber auch schauen, doch, wo kann ich auch in meinem Alltag wirken? Weil das ist ja auch hat ja auch hat hat auch immer hm 'n Vorbildcharakter. Also, wenn man etwas eben macht, das ist ja nicht nur, dass man eben ein schlechtes Gewissen, sondern man löst auch etwas aus, wo dann der andere denkt: «Oh ja, stimmt, so könnte man's auch machen oder so könnte ich's auch.» Also, ich denke, all das hat eben schon eine Kraft. Und darum würde ich's auch das Individuelle dann doch nicht einfach unter den Tisch kehren, oder? Im Sinn von kleiner machen. Greta finde ich ein super Beispiel, wie sie eine Bewegung gestartet hat allein vor dem vor dem Regierungsgebäude. Also, ich meine, die Bewegung, die dann da gekommen ist und klar, ja, kann man sagen, jetzt hat sich das wieder aufgelöst und so weiter, aber es sind ganz viele Gruppierungen entstanden aus dem, Mhm. wo jetzt einfach halt mehr im Stilleren weiterarbeiten, aber die gibt's, die sind dran. Man Mhm. hört einfach nicht viel davon, aber die sind dran. Und ja, ich denke, es braucht im Moment, was ich so ein bisschen schade finde in diesen ganzen Diskussionen, ist, dass man sehr schnell eine Seite abwertet. So quasi: «Ah, das mit dem spirituellen Weg, das gehört doch nicht da hin», oder eben das Individuelle oder «Ah, ihr, die einfach aktivistisch sind, aber aus einer Wut heraus einfach agieren.» Also, da gibt's ja ganz viel so Vorurteile und Abwertungen. Und im Moment habe ich wie das Gefühl, wir können uns das gar nicht leisten. Es geht eigentlich mehr darum, zum zu schauen, ja, hey, wo sind deine Kräfte? Was zieht dich? Wo hast du deine Fähigkeiten? Mach das. Und ja. Das ist doch schon fast ein schönes Schlusswort. Also eben, ich habe auch noch ein paar so Ressourcen auf meiner Website, wer es anschauen will. Du hast ja Angebote genau in dem Bereich vom Ökodharma, aber auch einen Haufen andere Angebote. Wenn jetzt die Zuhörerinnen mehr wollen, über dich wissen, mehr erfahren, wo findet man Informationen? Du hast eine Website, die heisst www.bodybaum.ch. Ja, was ist dein Angebot ganz kurz und wo findet man das? Ja, also am allerbesten wirklich über die Webseite. Also das ist, glaube ich, das Beste. Ich versuche mich langsam auf Instagram, aber am besten ist Webseite. Und was ich vielleicht einfach gerade sagen kann, einmal im Monat, am letzten Sonntagabend im Monat, gebe ich einfach so 2 Stunden Raum, genau über diese Themen können zu reden. Einerseits gebe ich einen Input und eine Meditation und dann lasse ich aber auch viel Raum, dass Austausch kann stattfinden kann. Zu verschiedenen Themen, eben, kann gerade sein, was ist Ökodharma, aber kann auch anders, verschiedene Themen, die uns, Herausforderungen, die uns gerade beschäftigen im Moment. Und wie können wir da den Dharma
anwenden in dem Kontext. Also das ist ein Online-Angebot? Das ist ein Online-Angebot einmal im Monat. Und dann, ja, in den verschiedenen Zentren, also eben, ich denke, am besten findet man es auf meiner Webseite, in der Agenda. Dort ist eigentlich alles Neueste aufgeschaltet. Und ja, es gibt auch die Möglichkeit, zum 1:1 sich bei mir melden, wenn man irgendwie so im Sinn von spiritueller Begleitung oder so etwas ein Interesse hat. Dann würde ich das auch anbieten. Tapel, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Sehr spannend gewesen. Danke vielmals, Lukas. Hat mich sehr gefreut, da auszutauschen. Das war «Meditationsszene Schweiz», ein Podcast von mir, Lukas Wittmer. Ich hoffe, du hast etwas für dich Wertvolles aus dem Gespräch mitnehmen und freue mich über Feedback, Anregungen und Vorschläge für weitere spannende GesprächspartnerInnen. Eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.